Morgen beieinander. Geht da was? Ja, morgen beieinander. Habe ich die Abzu, habe ich die Lucke. Grüß Gott. Ein schöner Montagmorgen an dem zauberhaften Feiertag. Mehr frei, mehr gut. Wie geht's euch? Haben wir einen Ostersonntag gut überstanden? Ich hoffe doch. Grillen war zauberhaft. Muss ich schon dazu sagen. Ich hab mich wieder mal schonungslos überfressen. Das ist etwas, was habe ich ja noch erwartet, was passiert. Ja, wenn man das erste Mal im Jahr grillt, was habe ich noch erwartet? Dass ich mich zurückhalte? Wahrscheinlich eher nicht. Aber war cool. Wie geht's euch? Ich bin auch so ein bisschen aus dem Wind. Ja, ist ein bisschen später geworden gestern. Aber das hilft ja nicht. Ja, wer lang aufbleiben kann, kein früher Streamer. So, auf die Art. Da dringe ich erst einmal auf den Schrägen. So. Dann schauen wir mal. Wo wir heute lang müssen. In wo lang. Katerstimmung? Nein, ich hab nichts getrunken. Also bei uns hat es keinen Alkohol nicht gegeben gestern. Aber 6 Stunden, nicht ganz 6 Stunden Schlaf. Es reicht aus, aber ja. kann mehr sein. Aber gut. Morgen ist ja, Gott sei Dank habe ich ja in dem Fall morgen Spätschicht, das heißt, ich muss morgen auch nicht früh raus. Also von daher, also alles noch im Rahmen. Aber so, das war schon ganz cool gewesen. War witzig und wir haben sogar Mario Kart gefunden. Und jetzt, die Familie ist nicht zerstört worden. Also es war glaube ich, ein erfolgreicher Nachmittag bzw. Abend gestern. Also jetzt erst Kaffee, Kuchen, dann Mario Kart, dann Grillen. Besser kannst du es eigentlich schon fast nicht treffen. Das Einzige, was so gegangen ist ein warmes Wetter. Aber sonst... Gestern entspannt, Klemmbausteine, Panzer gebaut und später zu den Eltern Abendessen, heute noch Fitness und dann wahrscheinlich nichts da. Eine gute Planung abgesucht. Dann habe ich die recht. Ja, aber bei uns schaut es jetzt folgendermaßen aus, ich werde jetzt streamen bis so 12 ungefähr. Dann gehe ich mit der Frau Bazi noch laufen und dann fahren wir noch zum Pferd und dann ist Chillen angesagt. Aber dann ist ja quasi der Tag rum. Mehr oder weniger. Ne? Was den Klemmbaustein-Panzer dann selber baut quasi, oder wie? Also ich hab's gestern, jetzt weiß ich mal, beim Lucky und bei der Birgit, glaube ich, die haben gepuzzelt. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ich glaube schon, dass Birgit war die, wo gepuzzelt hat gestern. So als Wartezeitüberbrückung für Hogwarts Legacy 2. Aber ich glaube, da kannst du noch ein paar Puzzle mehr bauen. Ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, richtig. Okay. Dann ist es doch richtig im Kopf gehabt. Also, gestern haben so viele Sachen in den Discord reingekommen von einem Haufen Leuten. Und jetzt erst mal schauen müssen, wo sortiere ich das jetzt, wen sortiere ich jetzt da wo ein. Aber jetzt gestern, ich glaube, Hinti hat jetzt eine da, also irgendwie so gefühlt jeder oder ein wenig von seinem Osternestal herzagt oder was er halt so betreibt an Ostern. Genau, am Jesus Hangaround Day, wenn man es so nennen soll. Genau, aber sowas war entspannt gestern. Ja, aber jetzt ist brutal. Jetzt im Endeffekt seit Freitag daheim und morgen ist, oder heute ist im Endeffekt schon wieder der letzte Tag vom verlängerten Wochenende.
Das vergeht aber so stark schnell. Das ist einfach brutal. Also wenn die Arbeit damals so schnell vergeht hat, wie das Wochenende vergeht. Der Panzer war der Königstiger von Kobe, okay? Ja gut, bei sowas kenne ich mich einfach zwingend aus. Ich bin da einfach so in der Materie so gar nicht drin. Ne? So was Militärsachen angeht. Also wenn du mir jetzt sagst, das ist ein Löwenpanzer, dann kenne ich mich im Endeffekt auch nicht aus. Ich glaube, mein Greenscreen ist da ein wenig kaputt. Ah ja, gleich mal den neuen Willkommenssound ausprobieren. Ja, funktioniert, das ist sauber. Schaut irgendwie auch fancy aus, oder mit meinem Polo. So, jetzt auch noch ein geiler Text. Ja, ich hab mir auf die Schnelle was einfallen lassen müssen, Birgit. Aber ist recht, wenn er da taugt. Wir haben dann so wir haben jetzt gerade noch so hingesessen. Und dann haben wir gedacht, ja, was schreibe ich da jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist einfach mal so hingestellt. Ja, das ist jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, das Ganze da. Ja, wird schon passen. Zweiter Weltkriegspanzer, okay? Ja, gut, das war mir jetzt klar, dass irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg oder generell so Weltkriegsgeschichte zeigt, sein wird. Aber ob es jetzt zweiter, erster Vor-Weltkriegszeit Panzer gewesen ist, so kann er da jetzt nicht sagen. Aber es ist cool, wenn einer so ein Modellbau-Hobby hat oder Lego-Bau-Hobby, wie auch immer. Das passt schon, sehr gut. Dann bin ich schon froh. Ja? Bin schon froh, dass ich an dem Tag heute schon wieder irgendwas richtig gemacht habe. Hätte ja auch schief gehen können. Gut. Freunde, wir schauen heute wieder in Wulong rein. Und ja, die Nachfolger-Puzzles sind schon in Planung. Luke ist jetzt auch angefixt. Immer wieder steht einer davor. Ja, ihr habt halt lauter Hobbys, mit denen ich mich überhaupt nicht sehe. Puzzeln, da sage ich mich noch weniger wie im Lego bauen. Wir haben einmal mit meinen Schwiegerleuten Wettpuzzeln gemacht, ich war so gottlos verloren. Ich stehe da davor und denke mir, okay, wo gehört das hin? Macht das Sinn, was ich da betreibe? Nein, glaube ich nicht, aber ist halt so. Aber wie gesagt, das ist recht, wenn da einer sich die Zeit vertreiben kann damit. Ja? Also, wie gesagt, beim Puzzeln, da kannst du Stunden lassen. Ne? Da baust du so gefühlt 3 Ecken zusammen und dann haben 8 Stunden um. So, auf die Art. Genau. Cable, Habitäre, moin und Servus. Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's da? Schön, dass du reinschaust. Genau, na, also, wie gesagt, wir werden heute in Wulong weiter da. Der war ja jetzt eine Woche in der Gleitzeit. Und wir haben in einer Schiffswerft oder in einem Schiffsfriedhof, wie auch immer, da haben wir stehen. Da steht der Mainboss vermutlich noch aus. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht, wie weit wir noch haben. Werden wir mal schauen, dass wir da heute ein bisschen Meta machen. Und dann sehen wir schon, wie weit wir kommen. Ich habe 2,5 Stunden für einen scheiß Raum gebraucht, so viel zu Lust. Das. Und meine Schwägerin, also praktisch die Schwester von meiner Freundin, die ist ja da voll drin. Die baut da so 8000 Teile-Puzzle auf eine Stunde zusammen, wenn's pressiert. Wie lang noch? Das ist eine gute Frage. Das kann er da leider aber nicht beantworten. Werden wir sehen, wie lange wir noch brauchen. Schauen wir mal. Genau. Na, wie gesagt, wir haben in der Schiffswerft und dann schauen wir einfach, wie weit wir noch haben. Kannst du das Game Wulong empfehlen? Grundsätzlich ja. Also es ist jetzt kein klassisch schweres Soul-Spiel. Es ist zum Einsteigen, glaube ich, ganz okay. Die Kampfmechaniken haben ziemlich flüssig. Also ich weiß nicht, hast du Nioh gespielt? Sagt dir das Spiel Nioh was und Nioh 2? Grundsätzlich da die Chance, ja. Es kommt nicht immer auf denjenigen an, inwiefern, wie viele Erfahrungen er mit solchen Spielen hat. Aber so da ich jetzt eigentlich schon sagen. Es ist kein Nioh 3, aber Nioh war schon schwer. Ich finde, das Spiel ist ein ganz kleinen. Es ist schon. Was heißt,
Ich finde, das Spiel ist einfacher wie Nioh, weil du hast einfach die Möglichkeit, stets 2 NPCs mitzunehmen, die dir helfen. Und das nimmt den ganzen schon einiges an Schwierigkeitsgrad, weil du die Gegner einmal auf einen anderen ziehst. So. Also ich darf jetzt schon eher sagen, wenn du mit Nioh ein bisschen Probleme gehabt hast, dann hast du mit Wulong wahrscheinlich nicht ganz so viele Probleme, eben weil du immer die Möglichkeit hast, jemanden mitzunehmen. Also ich so gesagt, das ist immer schwierig, aber grundsätzlich kann ich es empfehlen, ja. Für mich zum Beispiel, ich bin jetzt total eingefleischter Souls-Spieler. Wir spielen jetzt am Momentan nebenbei Elden Ring einen zweiten Run. Für mich ist das Spiel fast zu leicht. Ja? Aber grundsätzlich ist das Spiel nicht schlecht. Ne? Also ich kann's dir empfehlen. Es ist im Game Pass. Also wenn du einen Game Pass hast, dann musst du jetzt nicht theoretisch jetzt nicht 60 € für einen Vollpreistitel ausgeben. Du kannst es ausprobieren und wenn es dir nicht liegt, dann deinstallierst du es wieder. Im Monster in Nioh 2 waren es auch schwer. Nioh 2 ist deutlich schwerer wie Nioh 1. Das stimmt. Ich habe Nioh 2 nicht fertig gespielt, ich habe es nur mal angefangen. Aber Nioh 2 ist schon einmal deutlich schwerer als Nioh. Das stimmt. Nioh 1 war auch nicht so schwer. Also, das ist, wie gesagt, ne, das ist mein Empfinden. Also, jetzt nicht, dass ich jetzt so irgendjemand etwas abbreche mehr, um Gottes Willen. Aber ja, Nioh 2 ist schon knackig. Definitiv. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir schauen mal in-game. Bist du auch Souls-Spieler? Ja, dann kann er das auf jeden Fall empfehlen. Also, wie gesagt, du hast halt die Möglichkeit in Wulong immer bis zu 2 NPCs mitzunehmen, die dir sowohl bei dem Weg zum Boss als auch bei den Bosse helfen. Bei den Bosse ist halt immer so ein bisschen so ein Ritt auf der Klinge, weil manchmal greift der Boss einen NPC von dir an und du kriegst aber trotzdem den Schlag ab. Also das mit dem Timen ist dann ein bisschen schlimm, wenn du ausweichst und wann nicht. Aber sonst ist eigentlich, wie gesagt, probier's aus, wenn du einen Game Pass hast, spiel's einfach mal an, zock's einmal ein paar Stunden, mach dich vertraut damit und dann sagst du es relativ schnell, ob es da liegt oder nicht. Also wie gesagt, mir persönlich ist eigentlich fast leicht, aber sonst kann ich jetzt eigentlich auch nichts Schlechtes über das Spiel nicht sagen, so wirklich. Bommelsaurus, moin Basi, habe die Ehre. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du mein Arbeitskollege bist. Glaub aber nicht. Ich habe einen Arbeitskollegen, der heißt auch irgendwas mit Bommel. Bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, aber habe die Ehre. Ist nicht, okay. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut, jetzt mache ich da mal den Ton leise. Und den Ton mache ich laut. Servus Patschi, guten Morgen. Lurk, weil Fitness eventuell bis später. Option, danke dir für deinen Lurk und viel Spaß im Fitnessstudio. Übertreib's nicht stark. So. Gut, da wären wir. Gut soweit, nur müde, hatte nur nicht durchzechte Nacht mit dem guten... Oh! Ach, du bist vom Dev-Sider Community? Ja, dann herzlich willkommen. Dev ist guter Mann. Dev ist guter Mann. Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe ein bisschen eine kurze Nacht hinter mir, aber sonst alles gut. So, Warleck, ich muss mir jetzt ganz kurz wieder umgewöhnen. Die Steuerung in Elden Ring ist ein bisschen anders als wie die in Wulong. Ja, genau, okay, passt. Hatschi, ist gut bei dir? So, wir waren in Teil 4. Ich glaube, wir waren da. Ja, wir waren da. Bei der Schiffswerft. Ich hoffe, dass wir das Level jetzt nicht von vorn spielen müssen. Aber ich glaube nicht. Normalerweise steigst du immer bei der Flagge ein, wo du als letztes gerastet hast. Oder die, wo am weitesten im Spiel ist. Freilich, ich bin gerade ein bisschen am Path of Exile zocken. Ist da jetzt nicht ein Update gekommen oder so? Irgendwas war doch da, oder? Ja, genau, wir haben da Stiebeln. Genau, das ist dann da oben gegangen. Ja, richtig, und dann da hinten waren da... Ja, kenn mich schon aus.
Bommelsaurus, danke für dein Following. Vielen lieben Dank. Neue Season. Ah, okay. Ja, der Dev, glaube ich, hat auch mal gehabt, dass er PoE vielleicht spielt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also verzeiht's mir, wenn sie ein paar Fails einstellen. Wie gesagt, ich muss mir jetzt erst mit der Steuerung wieder vertraut machen. Ja, ich merke es, ich bin eingerostet nach über einer Woche. Voll. Ja, ich bin komplett eingerostet, heilige Scheiße. Ja, ich muss mich warm spielen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, Freunde der Sonne. Ich bin komplett raus aus dem Spiel. Muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ref sucht da auch hart rein. Ja, ich glaube, er hat was im Stream erwähnt, dass er offstream ein bisschen PoE zocken wird. Bei der neuen Season. Ja, ich komme momentan einfach selber so wenig dazu zum Schauen. Das ist momentan einfach schlimm. Leck. Bis ich jetzt da wieder voll drin bin, dann kann jetzt ein paar Minuten vergehen. Aber es wird schon. Performance-Probleme kriegen wir im Griff, keine Sorge. Spielt sich komplett anders. Ja, das ist gerade mein Problem. Wir haben gestern 3,5 Stunden Elden Ring gespielt. Und ich habe jetzt die Steuerung von Elden Ring drin und ich habe wo lange jetzt über eine Woche nicht gespielt. Das heißt, ich brauche jetzt ein paar Minuten, um mich einfach wieder an die Steuerung zu gewöhnen. Weil die Steuerung wirklich komplett anders ist. Aber keine Sorge, das kriegen wir schon irgendwie. Ich muss mich jetzt selber erstmal an dem Level orientieren, wo wir waren und wo wir nicht waren. Ah, da waren wir scheinbar nicht, weil da war eine Truhe. Okay. Rüstung der Ziellosigkeit plus 5. Was machen du? Alter, die ist sogar um einige stärker und die ist noch nicht... Ja, die rüsten wir noch halt aus. Nice, wir haben sogar immer noch Midroll. Das ist gut. Sind auch noch Kisten? Heiliger Lotus, okay. Da war doch irgendwo der Eingang. Ja, das war da. Das war da, wo der Bossgegner war. Also so heißt Bossgegner, der Grässene, der wo die Flagge da bewacht hat. Jetzt werden wir da mal resetten auf jeden Fall. Was habt ihr nicht? Ich habe ja eine Flammenwaffe, right? Ja. Wird schon. Wird schon, Freunde, wird schon. Kriegen wir alles hier. Feuerkessel. Uns geht noch eine große und zwei kleine Flaggen ab. Oh, hey.
Ah, nice, perfekt. Oh. Ist die Richtung? Mal soll ich die resetten, weil es war jetzt einfach dumm, dass ich da oben gefallen bin, aber gut. Das Zugemülle mit Items wurde auch von Neo übernommen. Ja, es gibt schon Fire-Items, das stimmt tatsächlich. Und 90% der Items brauchst du eigentlich gar nicht. Also zumindest wissen die jetzt nicht für was. Aber was man wirklich... Oha, da hinten ist eine kleine Flagge, das ist gut für uns. Oder ist auch ein großer Gegner hinten. Was man dem Spiel aber gut halten kann, auf alle Fälle, ist das Leveldesign. Das Leveldesign ist schon ganz geil gemacht. Das hat mir auch in Neo gefallen. Ja. Flammen, by the way, oder Burn Damage ist ziemlich OP in dem Spiel. So, wenn wir uns die Flagge. Wie lange spielst du schon an dem Game? Gute Frage, das ist doch nicht allzu lang. Ich darf jetzt sagen, so 15 Stunden vielleicht? In etwa? Also es ist tatsächlich noch nicht so viel, was ich jetzt in dem Spiel an Spielzeit habe. Okay. Jetzt so eine. Okay, nope. Ja, das ist wieder Anfangsspot. Kann man eigentlich immer parieren? Ja, du kannst in diesem Spiel absolut jeden Angriff parieren. Es gibt keinen Angriff, den du nicht parieren kannst. Jeder Angriff ist parabel. Das ist tatsächlich, das taugt mir in dem Spiel brutal. Also, dass du halt, das Spiel ist halt, du musst es so vorstellen, ich weiß nicht, hast du Sekiro gespielt? Vom Pariersystem ist es ähnlich wie Sekiro. Ach, der ist immun gegen Feuer, okay, ja gut. Ja, perfekt. Servus Wifi, guten Morgen, grüß dich. Na, alles fit bei dir? Scheinbar kann die Tür von der anderen Seite geöffnet. Okay, dann müssen wir nochmal auf die andere Seite tun. Weil wir haben einen Haufen Elixier. Müssen wir nochmal auf die andere Seite gehen? Ach, ist das die dir? Ah ja, okay. Okay, das ist dann Shortcut, I guess. Ja, wo ist er immer? Okay. Oh wow, wir können uns noch nicht mehr einen Aufstieg leisten. Lul. Okay. Jetzt ist die auch wieder am Leben. Okay, ja gut. Kriegen wir hin.
passt. Ja, Burn Damage regelt. Dann müssen wir schätzen mit der Rüben weiter. Yes. Rang 6 Stahl, okay. Hä? Da haben wir doch... Moment einmal. Den müssen wir erst mal schauen. Wir müssen auf alle Fälle eben wieder umgehen. Ah, und der Große lebt auch wieder. Okay. Sehr gut. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, wie... wie man da umgekommt. Na, nochmal gegen resetten, Moment. Easy. Ja, schon langsam kommen wir wieder rein in das Ganze. Kann dir da nicht helfen, begrüßt auch. Kein Stress, Wifi, tu dir nicht an. Ja, jetzt pass auf, da muss aber irgendwie umkommen. Da hinten ist auf alle Fälle die große Flagge. Okay. Müssen wir nur noch oben. Die großen Meer oder was auch immer das für Viecher haben, die sind ziemlich gassig. Ja, da oben nervt mich. Bissig. So, okay. Du musst ja irgendwie wieder umkommen. Jetzt Moment. Oh, das ist noch einer. Lol. Okay, Jungs und Mädels, ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe gerade keinen Plan, wie man da umkommt. Obwohl ich eher dazu tendiere, dass man eher da irgendwie weiterkommt, aber... Da ist ja auch Sackgasse.
vielleicht da irgendwas übersehen? Ah ja, steht. Nice festglitscht. Perfekt. Gut, der Mietung kann mit Feuer zuscheißen. Aber wo kommst du jetzt her? Ja, okay, aber das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Da geht's nirgendwo weiter. Aber okay, ja, jetzt, oh Gott. Ja, okay, jetzt macht's Sinn. Jetzt macht's Sinn. Du spielst das Drachen auf der... habt ihr das nicht? Wir hatten keinen Drachen auf seiner Terrasse. Das ist ja wohl gang und gäbe. Ja, jetzt macht's Sinn. Okay, nice. Ja, hab ich nicht gleich gesehen. I'm sorry. So, der wir da mal die Flagge hissen, damit ja auch nichts passiert. Und wir schon eine Moral von 25, das ist zauberhaft. So, Feuerbußen. Jetzt da eine. Ah, der ist von der anderen Seite, okay. Du hast einen Drachen daheim? Ich verstehe die Anspielung. Okay, da hinten ist auf alle Fälle da irgendwo der Boss dann, laut Map. Und es geht noch eine kleine Flagge ab. Tatsächlich. Ah ja, ich hab das schon gesehen. Es macht, Feuer macht so kranken Schaden, das ist unfassbar. Tagebuch einer Bewohnerin von Xiangyang. Aha, okay. Was ist das? Das hat irgendwie so besonders ausgeschaut. Ah, in einem Haus mit so einer gefundenen Tafel. Es scheint sich um das Salbe einer Schwester... Was bringt mir das jetzt? Ach, ist das ein Talisman oder was? Okay. Die meisten Spiele. Es macht mir eine gefährliche Unterart, wollen wir sagen lassen. Du hörst auf der Stelle mit deiner Zauberei ab. Aber zügig. Okay, das ist nochmal so dicker. Eins nach dem anderen. Ganz in Ruhe umschauen. Das ist wieder so eine fette Meerjungfrau. Ich nenne es einfach Meerjungfrau, auch wenn sie nicht ansatzweise so ausschaut. Da hinten ist Loot. Da steht einer oben. Oh, ja, perfekt. Aim ist am Start.
Einfach mal einen Gegner anzünden, das gefällt mir. So, bevor das der da wieder oben rutzt mit seiner Zauberei. Da ist der Dicke. Und wahrscheinlich geht es dann da außen rum. Ja, da werden wir schon vorbei müssen. Das ist ja schon mal der Lippen, ne? Mescalin Habitieri, grüß dich, gut. Moin. Alles fit bei dir? Schön, dass du einer schaust. Ja, genau. Wo lang? Jetzt zählt man erst ziehen, oder? Mal, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, eine Meerjungfrau zum Zenden, aber. Ich krieg da keinen Feuer, den ich nicht merke. Au. Was, du ist denn selber? Sehr schön, das freut mich. Soweit alles in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen orientierungslos, aber ansonsten haben wir schon ganz gut unterwegs. Fluxi, habe die Ehre. Hier wirklich schnetzelt, ahoi und guten Morgen, was geht. Alles, was fährst du aus der Tisch und Stuhl, was das ist, Fluxi. Habe die Ehre, grüß dich. Alles fit bei dir. Rang 6 Leder. Oh, wir können noch unsere Rüstung schön weit aufwerten. Dann müssen wir immer weiter noch da ummähen. Oh, das Gebiet ist halt also riesengroß. Jetzt hier. Da ist obviously irgendwas im Busch. Und ich bin mir nicht sicher, wie da einige mehr. Ja, es wird warten auf den Besuch. Bei dir gibt es quasi richtig einen klassischen Frühschoppen tatsächlich halt. Kleiner Kristall war das Key, okay. Ja, wo gehe ich jetzt am gescheitern lang? Da eine in das große Gebiet oder wo es offen ist oder hau ich erst da zusammen? Ich glaube, ich hau erst da zusammen. Also gefährlich haben es gar nicht, die Dicken. Schaden kriegt er ja trotzdem. Oh, aber ja. Wie ist Wulong? Ich bin eigentlich zufrieden damit. Für mich als eingefleischter Hausspieler tatsächlich einen kleinen Ticken zu einfach, aber es ist absolut. Oh, da war die letzte Flagge, nice. Aber sonst kann ich es eigentlich empfehlen. Es ist durch das, dass du halt stets die Möglichkeit hast, 2 NPCs zur Hilfe mitzunehmen, ist nicht schwer. Also für Einsteiger ins Genre tatsächlich geeignet da die Fassung. Die Spielewelten haben sehr hübsch gestaltet. Das Kampfsystem ist stellenweise innovativ. Da haben sie ja mal ein bisschen was Neues einfallen lassen. Aber sonst, es gibt nicht viel Negativ. Oder eigentlich, ich kann eigentlich nichts Negatives über das Spiel sagen, tatsächlich. Müssen wir mal schauen, wenn wir durchhauen, was mein letztendliches Fazit ist. Aber so aktuell bin ich eher mehr positiv überrascht von dem Spiel, als wie negativ geprägt, sozusagen. Einfach perfektes für mich als Souls-Neuling. Ja, tatsächlich ja. Also als Souls-Spiel-Genre Neuling ist Wulong tatsächlich schon gut geeignet. Da stand ich jetzt, ne? Es gibt jetzt keinen Boss, einen Boss haben wir bisher gut, einen Boss, der wo ein wenig schwerer war. Aber ansonsten da ich sagen, ist gut machbar, auch für Neulinge. Draußen ist gut, da ist gut, wenn man feiligt. Aha, da ist der Bossraum. Okay, ich verstehe die Frage. Da können wir Shortcut aufmachen, right? Ja, weil da ist die Flagge. Okay, perfekt. Was auch gut ist in dem Spiel, soll ich vielleicht auch mal erklären, nahezu vor jedem Bosskampf bist du unmittelbar an einer Flagge. Also wenn du am Bosskampf stirbst, dann bist du 3 Meter vom Bosskampf weg. Das ist jetzt schon geil.
umschauen. Okay, dann haben wir heute den ersten Boss des Tages, I guess. Und wir müssen auch rein theoretisch schon recht weit sein, weil wir kriegen schon Rang 6 Stuff. Muss eigentlich schon, ich glaub, wir haben schon hübsch im Endgame. Tatsächlich. Bin mir eigentlich schon fast sicher. Den kenne ich doch am Flux. Ja, wir haben einen Haufen. So, irgendwie kennt jeder an jeden und das ist das Geile drum. So, schauen wir mal, was der Boss kann. Boss Time Magic. 虎の一族よ、組む気になったか。何度誘われようと、よこしまなものとは組まぬ。娘を解放しろ。欲しいものよ。Aua. Der schaut unflauschig aus. Aha, wir kriegen es mit einem weißen Dämonentiger zum Tor. Sehr gut. Ja, perfekt. Berichtigung des Wardai, Papa. Ja, perfekt. Ah, ihr kennt euch persönlich? Nice. Okay, Patterns lernen. Okay, der macht lauter Sprintangriffe. Wollig. Der Burn Damage oder? Aua. Kannst du mit chillen, bitte? Ja, gut, ja. Okay, Flammen-Damage ist drauf. Das haben wir nicht. Ja, perfekt. So, die Hälfte haben wir geschwind. Alter, ich brauch... Alter, der greift mir einfach permanent an und ich kriege eigentlich fast keinen Schaden nicht. Mann, es interessiert mich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, entweder weil ich so starke Gier habe oder... Mann, er springt zwar mal an wie so ein... Chill. Ja, easy. Was soll jetzt der... Okay. Wer habe ich die?
逃げんじゃねえくそOkay, kriegen wir einen Schutzgeist. 決起に流行って荒ぶる俺たちを見守り続けた親父はその身を賭して孫家の行く末を示された。俺たちが引き継いだ血は争いを重ねるためではなく弱き力を束ねる旗印たるべくこの身に流れる。虎とは異なる双牙を持つ者よ、我らの船出を見届けよ。選手に掲げるはあのエセ同士の主給と万民を太平に導く王となった我ら孫家の未来。 Ich weiß, ich bin auch die Bosse irgendwie so meistens unsatisfied. Ich weiß auch nicht. Gut, man muss halt dazu sagen, meine Moral war 5 Stufen her als wie die von dem Boss. Muss man jetzt fairerweise schon dazu sagen. Aber ihr habt es gesehen, der trifft mich glaube ich 500 Mal und ich stirb halt einfach nicht. 知らぬ間にわしを超えたな二人とも強くあれそして民を慈しみ戦を恐れる心を忘れるな特に策お主はわしに似て命知らずが過ぎる Ja, der wird's nicht überleben. あやつを止めてくれおやぜ Kriegen wir hin. Das ist ja sauer, weil es seine Kellogg's Frosties. Das wird's gewesen sein. Da unten hat er im Kellogg's Frosties zusammengegessen. Der kommt aber auch irgendwie immer davor, der Alte. Ich weiß auch nicht. 交渉が一人で董卓のもとに潜り込みおった共にビューに向かってくれんか Wenn man sich das Kochsalz für die Nosen aus dem Schnapsglas mit der Spritzen aufzieht, fühlt man sich manchmal wie ein Junkie. Ja, true. Ich verstehe, was du meinst. Verstehe auf alle Fälle, was du meinst. Nachfolge. Tigersiegel, 2 Bärengalle, Rang 5, Stahl und Kavallerie, Wurfspeer. Ja, nice. Level beendet. Seite an Seite, aha. Jetzt wird quasi mit Erfolgen zugeschissen. Also Cable, falls du noch da bist, du hast es gesehen, das Spiel ist eigentlich nicht wirklich schwer. Also du sagst, wie oft das mit der Boss drauf war und ich habe die Patterns nicht kennt und er war trotzdem... Also ich glaube, wir haben bis auf 2 oder 3 Bosse alle first getried. Bisher. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Also es waren vielleicht, wie gesagt, 2, 3 maximal 4 Bosse, die wo wir nicht im First Try geschafft haben, aber sonst haben mir eigentlich alle Bosse recht schnell gefallen. Ah ja, perfekt. Schön, dass sie mein Spiel einfach mal so random verabschiedet. Das ist zauberhaft. Perfekt, danke dir. Können Sie dieses unterlassen? Zero Depth und so, nein, das nicht. Also Zero Depth haben wir noch nicht. Oder haben wir nicht, aber wie gesagt, die Bosse, ja gut, ich darf das nicht stark auf andere projizieren. Wie gesagt, ich kenne halt deutlich schwerere Spiele und habe schon deutlich schwerere Spiele gemeistert. Und, ja. Aber Fluxi, ja, hol das. Es ist für Einsteiger wirklich gut geeignet. Der Bosskampf gerade eben soll das eindrucksvoll zur Schau gestellt haben. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, ob noch eine Cutscene gekommen war. Ist jetzt blöd. Erst mit Dark Souls fertig spielen. Dark Souls 1.
Ach so, so ein auch ein cooles Game gewesen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Sollte man eigentlich auch mal wieder machen. Ah, perfekt, mir werden wir da wieder reingeworfen. Weil wir auch habe die Ehre. Moin, grüß dich gut. Fluxi, was sagst du, Dark Souls 1? Wie gefällt's dir? Stimmt schon, alle Bosse bisher haben Zero Depth gehabt. Haben wir nicht eine? Nein, stimmt nicht, wir haben so einen Schlangenboss gehabt, der hat Depth gehabt. Warum ist in jedem japanisch oder asiatisch angehauchten Spiel immer irgendein alter Tatterkreis, der wo auf junge Weiber steht? Ist das irgendwie ein Klischee im asiatischen Raum? Man bedenke Muten Roshi aus Dragon Ball Z. Man bedenke Jiraiya aus Naruto. Selina, guten Morgen, grüß dich. Wie geht's da? Der Pferdelboss hat auch Depth gehabt. Der Pferdelboss? Das war ein Mandel. Oder meine ich gerade einen anderen wie du? Ja, schön. Schön hast du es gemacht. Zauberhaft. Ich hab müde und bin... Selina, stresst dich nicht, macht ein gemütlicher Frühstück, werd wach, kommen Sie in der Welt der Lebenden an, lehnen Sie sich dann hinterher zurück und genießen Sie die Show. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich dir. Prof, habe ich dir. Servus, ihr kleinen süßen Ostermontaghasen. Sehr zauberhaft. Prof, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Wie geht's dir? Festung Meiwu. Aha. Ja, hallo, ich darf mein Gear einmal anders gestalten. Ist das im Bereich des Möglichen? Ich finde es im Großen und Ganzen eigentlich ganz geil. Nice. Fluxi Souls Addicted. Haben wir schon wieder einen mehr in unsere Reihen. Perfekt. Fluxi, freut mich, dass der Dark Souls gefällt. Du wirst es Hass lieben. Und du wirst es aber später mehr lieben als hassen. Trust me. Trust me. So, der wärst du mit Ryzen. Ryzen Zero Dawn. Weißt du denn, wo du lang musst? Ja, tatsächlich haben wir relativ, also die ersten 5 Minuten haben wir Orientierungsschwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile da ich fast sagen, ja. Müde, aber sonst gut und selber? Ja, müde, das fühle ich. Prof, da bin ich voll bei dir, das fühle ich total. Aber sonst geht's mir gut. Schön, dass auch bei dir alles passt. So, jetzt müssen wir unser Gear ein bisschen ändern. Vor allem mal aufwerten. Da haben wir Verbesserung. Können wir jetzt schauen wir einmal weiter aufwerten, dann machen wir mehr Damage. Und wie wir gestern in Elden Ring gelernt haben, mehr Damage ist mir gut. So, und dann haben wir eine neue Rüstung gefunden, nämlich die da. Da müssen wir jetzt mal schauen. Nein, Schmarrn, die haben wir nicht gefunden. Wo war denn... Wait. Kurz gucken. Die haben wir gerade. Ist der mal außer? Und... Nein, ist der mal auch außer? Dann muss das raus. Das muss auch raus. Das ist ein Set brutaler Bärenkrieger. Dann kommt das auch weg. Und dann können wir neue Sachen einsetzen. Das ist der Verbrennungsaufbau. So. Verbrennung Aufbau bei Gegner, 7,6%. Dann nehmen wir Elementarschaden, Feuerwiderstand. Jassi, guten Morgen, grüß dich. Wie geht's da? Hast du ihn durch es jetzt schon? Ja, aber das wird noch besser, Fluxi, glaub mir's. Du wirst irgendwann, glaub mir's, ich kann dir den Prozess schildern, der jetzt bei dir einsteigt oder einsetzen wird oder vielleicht schon eingesetzt hat. Du denkst so, oh fuck, nein, nicht schon wieder so scheiß Gegner.
Und du wirst dann so lang addicted werden oder du wirst immer mehr addicted werden, dass du denkst, und jetzt mag ich den scheiß Boss legen. Und die Genugtuung, die du dann erfährst, wenn du ihn legst, ist so dermaßen groß, dass du süchtig wirst dann noch. Glaub mir das. Du wirst irgendwann sämtliche Souls-Spiele durchprobieren. Ich schwöre es dir. Und du wirst es geil finden. Bin mir 1000%ig sicher. Ganz gut, mit leichten Kopfschmerzen aufgemacht, aber sonst alles gut bei euch hoffentlich auch. Ja, das freut mich zu hören, dass es grundsätzlich gut geht. Das ist sehr zauberhaft. Bei uns soweit auch alles im grünen Bereich. Und schön, dass du da bist. Freut mich. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen überlesen. Mehr Souls, mehr gut. Wäre absolut richtig. Ja, der Verb weiß, wovon er redet. Der Verb ist selber Souls addicted. Jetzt weiß ich nicht mehr, warst du schon Souls addicted, bevor du bei mir zugeschaut hast? Oder bist es du durch mich geworden? Sag jetzt bitte das Richtige. Ja, dann nehmen wir vielleicht noch Moralpunkte durch besiegte Gegner. Mehr Heilung bringt uns jetzt eigentlich nichts. Was kann man denn noch nehmen? Feuerphase Zauber Willensverbrauch, wenn das 2x2 brennt, ist glaube ich nicht schlecht, okay. Und dann wir das Ganze auch mal verbessern. Ja gut, und mehr geht es schon nicht. LOL. Gut. Dann der mal ausschlachten den Wumms. Perfekt. Gut, gehen wir weiter. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir noch eine Nebenmission, I guess schon. Jetzt, Moment. Das letzte Bankett des Tyrannen, das ist unsere nächste Hauptmission. Das haben wir gemacht. Oder haben wir das gemacht? Ja, haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht, das haben wir noch nicht gemacht. Die treuen Untertanen des Tigers. Das war eine Nebenmission, ja, die machen wir schnell geschwind. Schnell geschwind im Vorbeigehen, nicht wahr? Und das Level, was halt schon cool ist bei dem Spiel, die Level, die ziehen sich ein wenig. Also das sind nicht so 5-Minuten-Levels. Also die haben teilweise schon eine Playtime über eine Stunde. So ein Level. Das finde ich halt geil. Ach, da fangen wir da wieder an, oder was? Oder ist dieser Boss... Oh, das ist eine Nebenmission als Bosskampf getarnt. Und wir müssen jetzt 2 kämpfen. Ja, nice. Okay, kann ich wieder gehen? Das sind 3. Sie verarschen, oder was? Okay, G3 wird es wahrscheinlich ein wenig schwierig. Ja, ob ich es jetzt mit 3 gleichzeitig aufnehmen kann, ist jetzt halt einmal die Frage, ne? Heiliger Feuerspur. Oh, Feuer ist so OP in dem Spiel. Aua. Ah, muss er gerade jetzt mein Headset laden, das ist der Ernst. Bist standhafter als Sonne, das ist ja ein Zwerg wie im Fall. Hab ich schon gesehen.
ist noch einer. Da geht einer ab. Ah, jetzt war ich. Ah, fuck off. Ah, wie sie da? Aber wenn die mal eine Hand, dann ist sie easy. Ah, das ist schon schwerlich. Habt ihr es jetzt bald das 2? Ja, der erste ist schon mal weg. Der zweite ist weg, so, und jetzt bist du noch drüber, du Einsamer. Ja, du bist nicht mehr so cool, gell? Es ist schon bitter, wenn man es nicht einmal zu dritt schafft. Easy. Not even worried. So, Besuch ist da, bin da mal im Lurk. Fluxi, vielen lieben Dank für deinen Lurk. Ich wünsche dir einen ganz guten Appetit, los der Weißwurst schmecken. Und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Mit Dark Souls angefangen, die Motivation zum Weiterspielen verloren und nachdem ich die kennengelernt habe, hat es mich wieder gepackt, aber da ist richtig losgegangen mit Souls. Genau das will ich hören, Freunde der Sonne. Genau das will ich hören. Mehr Souls ist mehr gut, ist einfach so. Ja, jetzt sitzt es da, ist 3 Humperer. Hm? Super, sehr schön. Und wie geht es jetzt weiter? Hallo? Achso, mit dem wird man reden. Ja, jetzt schon bei mir schon. Danke dir, Wert. Ja, drei Bossgegner gleichzeitig habe ich so auch noch nie gehört, glaube ich. Gibt es in irgendeinem Soulspiel 3 Bosse gleichzeitig? Und jetzt ehrlich gesagt, 2 ja, aber 3? Kämpfen wir irgendwo gegen 3 Bosse gleichzeitig? Das ist halt einfach mein Element. Bosse zerpimmeln. Einfach absolut mein Element. So wahr ich hier sitze. Stimmt. Bloodborne, Schatten vor... Ja, richtig. Oh, Bloodborne müssen wir auch mal im Stream spielen. Ich sag's nicht, wie es ist. Hättest du ja Bock auf Bloodborne? Verstehe die Frage nicht. Bloodborne sollte man eigentlich auch irgendwann noch mal im Stream spielen. Mir wundert es eigentlich dass wir das nach fast 2 Jahren Streaming noch nicht einmal angelangt haben. Was haben wir da jetzt eigentlich alles gekriegt? Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ja, das ist scheiße eigentlich. Ich kenn's nicht, also ja. Boah, Janam ist richtig. Ich sag mal so. Wie kann man den Janam erklären? Das kannst du dir vielleicht am ehesten so vorstellen. Ein düsteres England. So im Gothic-Stil. Du speist quasi in einen Albtraum. Also du sagst und lernst Viecher kennen, die es eigentlich nur in einem Albtraum gibt. Also das ist quasi, ein Setting ist ein Albtraum sozusagen. Also Bloodborne, vor allem die Horrorliebhaber unter uns, die warten, glaube ich, mit Bloodborne, die es noch nicht kennen, die glaube ich, warten da addicted, tatsächlich.
Okay, ich hab's noch tun. Ja, ich weiß nicht. Mein Headset, ich bin momentan ein wenig unzufrieden mit meinem Headset. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was sie da umgestellt hat. Das hat einmal ein Update gekriegt und jedes Mal, wenn ich jetzt mein Headset ans Ladekabel hänge, schaltet sie sich ab. Ja, also ich bin jetzt tonlos. Aber wichtig ist, dass ihr einen Ton habt. Ich brauche keinen. Da war ich einmal. So, machen wir mit der Hauptstory weiter. Und das habe ich bei Rappi mal zugeschaut, das ist so nice. Bloodborne ist ein absolutes Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk. Und es ist so fucking schade, dass es einfach kein Remaster nicht kriegt, das zumindest auf 60 Frames läuft, weil das Spiel läuft leider nur auf 30 Frames. Das ist damals zur PlayStation 4 Zeit rausgekommen. Ich habe das Spiel so gesuchtet. Bloodborne. Ich glaube, das habe ich 6 oder 7 Mal durchgespielt. Da geht man, glaube ich, nur eine Trophäe für Platin ab. Was ich brauche. Ja, ich muss mal schauen. Ich werde mir wahrscheinlich demnächst mal ein anderes Headset holen, weil es ist jetzt nicht, ich bin jetzt qualitativ nicht unzufrieden, aber mir nervt einfach die Tatsache, dass sie, weiß ich nicht, dass sie sich abschaltet, wenn es lohnt. Das nervt mich einfach. Das war vorher auch nicht. So, vielleicht liegt es daran, dass der Akku einfach schon so dermaßen da ist. Aber gut. Das ist ja kacke, dass du Kontrolle nicht hast. Ja, das ist überblockiert schon. Das ist kein Thema. Krieg ich schon hin. Weil das Headset ist ja dann so penetrant, weißt du, das piepst dann alle 5 Sekunden so, hey, steck mich gefälligst an. Und das geht mir noch mehr auf den Zeiger und dann stecke ich es halt einfach an. In der Hoffnung, dass ich dann einfach mehr Ruhe habe. So auf die Art. Ja. Aber gut. So, jetzt müssen wir natürlich unsere ganze Moral erst wieder aufbauen. Warum blockst du? Gaskompressor auf dich. So, wer Herr Mona? Ignis Ares, aha. Feuerkessel. Ja, nice. Danke für nichts. Danke für nichts. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen da hinten rein, schätze mal. Okay. Oh. Das ist ja Bronzexleder, nice. Sonst gibt's da jetzt nichts, oder was? Ist der Ernst? Hä? What the fuck? Wo bin ich eigentlich gekommen? Von da hinten, oder? Ach ja, da ist der Baumstamm, okay. Ja, und ist passt. Perfekt. So, ist mit rum. Oh, hey, den hab ich gar nicht gesehen. Scheiße. Okay, der hat, weiß nicht, was der zum Frühstück hat, aber der ist, Alter, chill. Hallo, kannst du chillen? Was ist mit dir? Da ist Windelkopf. Alter! Alter, das ist unehrenhaft, dass die sind Schützen, die wo da hinten einfach draufballern. Geht mir gar nicht anders. Ah, da werden wir uns mit Sneaky Peaky ausnicken. Den hast du. Ah ja, ich hab die schon gesehen. Ja, stimmt, ich kann meine ganze Magie jetzt auch nicht nutzen, weil mir die Moral noch geht, Alter. Oh, jetzt ist der nicht hier und der stirbt. Hast du den Glocken aufhören? Dankeschön. Ja, ja. Okay. Schön, dass ihr alle so stark hat im Vergleich zu mir.
Da hinten ist auf alle Fälle eine Flagge, das ist schon mal gut für uns. Und da ist ein Innenhof. Dass wir da mal rein... Oh, wow, lecker mal was. Ach du Kacke. Können wir dann da oben? Jetzt da hinten? Wir werden da wahrscheinlich auf die Dachel springen müssen. Ah, da hinten geht's aber. Sei habe ich die Ehre. Moin Burgi, grüß dich. Jetzt ist das so ein eigenes Thema. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, um ein kabelloses, aber dafür haben meine Kopfhörer einfach zu geil von der Qualität, da kann kein HS nicht mithalten. Mir nervt es einfach momentan gerade. Es ist eigentlich absolut was nicht Freiheit. Ich müsste halt einfach nur mal ein bisschen zuverlässiger werden und einfach sagen, hey, an Tag bevor du streamst, lohnst du dein fucking Headset einfach auf und dann hätte ich das Problem nicht. Aber, ne? Du denkst an Epsi und dann vergisst du es einfach. So, und dann sitzt du im Endeffekt im Stream wieder da und denkst mir, oh, mir nervt's. Und Mike, habe ich die Ehre. Grüß dich. Wie geht's denn eigentlich mit OBS? Was wieder ist fertig gesetzt hat? So. Oh, leck, ich hab grad einen Schlupf gerangert. Ostermüdigkeit. Achso, ich hab gar nicht gemeint gesagt. Mach du nix. Ja, ich erst nicht. Aber spätestens jetzt ist jeder wach. Spätestens jetzt ist jeder wach, auf alle Fälle. Boah, die sitzen da wie Daumen auf der Brutstange, weißt du, und warten gerade drauf. Du hast die letzten 2 Nächte in Summe 28 Stunden geschlafen. Ja, Respekt, 14 Stunden pro Nacht, das ist, du hast einen guten Schnitt gehabt. Sei, da hast du einen guten Schnitt erwischt. Ganz klar. So, dann haben wir die Flagge rein. Dann wirst du das braucht haben, ja, mit Sicherheit. Das ist ja mir am Freitag auf von Freitag auf Samstag auch so gegangen. Ich habe so dermaßen tief geschlafen. Und wieder mal gesagt, dann brauchst du es halt einfach. Aha, jetzt können wir also in das Dorf da oben, oder was das sein soll. Und natürlich steht an jedem fucking Dachel irgendein so Behinderter mit irgendeinem so einem scheiß Bogen. Wer schießt da? Ach, der, das ist so gottlos. So gehst her. Jetzt meine ich, muss ich auch mal einen Bogen ausbackeln, weil es immer hilft. So. Mal ein paar Headshots verteilen. Ein Headshot ins Knie. Da gehst her. So, sonst nicht. Oh, da hinten ist auch eine Flagge. Lol, wie kommen wir da hin? Hallo? Ah. Wach wäre ich. Ja, Birgit, dein Willkommen-Sound, der eignet sich zukünftig auch ganz gut, um Leute aus dem Schlafrhythmus zu reißen. Ja? Muss man fairerweise dazu sagen. Entweder brauche ich es wirklich oder nur ein wenig Nachwehen von Corona. Ich hoffe ersteres. Corona? Hast du Corona gerade wieder, oder wie? Nein. Oh, wow, Bazi, du kannst selbst. Du kannst selbst. How to in Gegnerhorde reinhüpfen. So, wie komme ich da jetzt wieder auf? Gar nicht mehr. Ja, perfekt. Bazi, das hast du ganz gut gemacht. Das war wirklich, das war ein richtiger Pro-Move, war das jetzt. Ja, komm, bringt's mir um. Sehr gut. How to in eine Horde reinhupfen. So geht's. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Memo an mich, erst Gegner beseitigen, bevor man irgendeine Flagge aktiviert, wo man vielleicht tendenziell Probleme kriegen kann. Okay, so mal. Unbedingt, nicht zur Nachahmung empfohlen. Ja. Ja. Ja, Bolzen ins Gesicht.
der hingeht. Dann hat es eh nicht gespielt. Das interessiert ihn gar nicht. Der hat so viele Windeln auf dem Kopf, dass er es nicht einmal gesehen hat, wahrscheinlich. Ja. Ja, systematisch alles ausschalten. Das Problem, was ich sehe, ich muss da wahrscheinlich sowieso safe oben. Warte mal, kann man die auch mit einem Headshot ausschalten? Also den Hund, das tut mir zwar jetzt leid, aber du musst... Wow, der überlebt das sogar. Ach, ich hätte da aufgehen können. Lol. Na, los mich. Gut, der Hund ist da mal hin. Nein, ist er nicht. Kannst du sterben, danke. Also, ich geb mal... Du scheiß Misskopf. Verpiss dich. Okay, Hund, jetzt ist aber gut, gell? Irgendwann reicht's einmal. So, stirb. Perfekt. Ja, lauft schon mal ein bisschen bevor er. Und das letzte Mal, ich habe das apropos, habe gestern meine ersten Meter in Resi 8 gehypt. Oh, nice. Stream 1. Stream 1 müsste sein. Resi 8 Hype. Da ist jetzt eher da allein der Zipfeladam da unter. Da hinten sitzt auch noch einer, da schau her. Man wundert sich, was er sich da in dem Dumpf anschaut, aber... Naja. Perfekt. Ja, schau her, und schon wird es ein wenig leichter. Schon wird es ein wenig leichter. Machen wir das alles kaputt. Dipf! Ja, da waren ein paar Dipf. Ja, vielleicht hat er noch nie einen anderen gesehen und war deswegen verwundert. Ja, das war geil. Das sind die Dipf von dieser Unit. Schön. Ist das moralisch verwerflich, wenn ich einen Hund am Pfeil an Arsch schieße? Glaub nicht, oder? So, ich geh jetzt da mal schnell stiften. Rang Simleder, what the fuck, es geht denn weiter? Okay. Und wenn ich Resi 8 stream, komme ich vor lauter Sim nicht weiter. Ja, du musst halt erst nach dem Schloss streamen, ne? Wenn die Dipfer die Wecker ist. Ja, you know what I mean. So, jetzt ist es wurscht, wenn ein Gegnerhaufen reinspringt, weil jetzt gibt es ja keinen Gegnerhaufen mehr. Das machen wir jetzt so lang, bis dass wir die Flagge haben. Das ist mir scheißegal, und wir danach 5 Mal runterfallen. Perfekt. Ja. Ja, den erst. Wäre der meiner. Ist schon lange im Schloss, aber die erste von den drei kaputt gemacht. Ja, diese. Na, Bazi, sag's einfach nicht. Spaß da. Ja, sagen Sie nichts. Ach, das war das Mistviech, was mich vorher umgebracht hat. Ja, schön. Heiliger Lotus. Überlegt, wir haben schon wieder 65.000, was auch immer. Da ein Tipp. Talismanwasser, okay. Da ist Halbs drin. Wie jetzt? Der hat mich nicht gesehen? Was ist denn der für ein Behinderter? So, ab vom Hof. So, wir wollen sehen. Nein, Verb. Manchmal musst du als Streamer deine Würde ein bisschen wahren. Manchmal muss man als Streamer einfach einmal seine Würde wahren. So, das ist wieder so ein Windelkopf, oder? Nein, das ist kein Windelkopf. Wurscht. Idee. So, da, aber irgendwo, da ist ein Windelkopf. Hab ich doch gesagt, dass da noch einen umeinander geht. Brocken war das Key. So, jetzt müssen wir warten, bis das der da wieder 4 ist. Oh, hi, du hast mich gesehen. Lol.
Okay, Sword. Au. Okay. Ja, du hast eine ganz schöne fette Axt, das freut mich wirklich. So, ich zend die mal an, weil warum auch nicht? Ich zend den um an, weil warum auch nicht? Boah, leck, das Feuer ist so stark, dass es aussieht. Gut, ja. So, Ende im Gelände. So, da war noch ein Windelkopf, hab ich gesagt. Irgendwo da unten ist er. Mal schauen, geht der weit noch vierer, dass man... Ja, den werden wir nicht von oben killen können. Gut, dann schleichen wir uns einfach Sneaky Peeky an. Oder geht der bis vierer? Nein, natürlich nicht. Also so. Lauft der mal. Kriegst du das? Rauch erfolgreich. Going Fish. Perfekt. Wir haben einen Going Fish gerecht. Da sind wir mal an, weil durstig. Eins Pfeilbogen. Aber gut, war jetzt nicht so dramatisch. Gut, wir kriegen einen Heilungstopf zurück. Das ist gut für uns. Da haben wir einen Tipp. Ja, okay, aber wo müssen wir jetzt weiter? Ist die Frage. Müssen wir da oben irgendwie rum? Wahrscheinlich. Da hinten liegt noch etwas. Hey, what the fuck? Heiliger Lotus, okay. Kann man da irgendwo reingehen? Du hast Spare Ribs zum Frühstück gefordert. Hey, du, warum nicht? Du, Knäckebrot mit Presso kann ja jeder, aber da kann man sich auch mit Spare Ribs in der Früh hinter die Pfeife. Also, fühle ich total. Da die sofort nehmen. What the fuck? Ich hoffe, sie haben geschmeckt. Ich habe halt definitiv länger geschlafen als sonst, aber ich war nur mit dem Auto unterwegs, knapp 550 Kilometer gefahren auf die 2. Boah, leck, wo bist denn da hingefahren? Wo bist du denn da hingefahren? Da müssen wir jetzt... Hä? Da war doch ein Tier? Okay, wer invasiert? Los? Wer? Oh, hi. Ja, und sonst so? Wie geht's euch? Was macht ihr so in der Freizeit? Ja, freilich, ist eh klar. Da können wir jetzt natürlich... Ja, ist ja perfekt. Können wir jetzt 3 Hunde, wo auch immer die herkommen. Wieder Feuerfälling. Oh, die Scheiße. Das haben in jedem Souls-like-Game haben Hund die geheimen Endgegner. So gegen Christis. Ja genau, rollen die weiter ins Feuer rein, hast du schon recht. Es gefällt mir, wenn du die Uli senden kannst. Vor allem, du drängst den Gegner mit der Fähigkeit ein wenig zurück. Das ist schon geil eigentlich. Alles aufgefordert. Ja, das möchte ich auch meinen. Wenn man bei Spare Ribs, da hört Freundschaft auf. Da habe ich mal gehört. Warum haben die alle so fette Axt? Ja, er da oben ist auch wieder so ein Zipfeladam, der wo man der ist cool, weil er da oben mit dem Bogen überschießen kann. Und da oben steht auch so einer. Die Richtung, da ist einer gestanden. Mir reicht das Nachspeise. Das ist jetzt die Frage, was gibt's als Nachspeise?
Noch geh. Ich kämpfe lieber gegen Hund als gegen Ebrietas, Tochter. Oh ja. Ebrietas, die Tochter des Kosmos, ja. Die werden wir noch kennenlernen. Die werden wir noch kennenlernen. Also zumindest es wird es noch kennenlernen. Wenn wir mal Bloodborne spielen. Meine Mom besucht einen... Was? Meine Mom? Oder einen Kumpel besucht und dann noch zwei Freundinnen... Also meine Mom besucht, einen Kumpel besucht und dann noch zwei Freundinnen besucht, die bei Richtung Nürnberg bzw. Erlangen wohnen und eine davon habe ich das letzte Mal vor 13... Oh, nice. Dann hoffe ich, hast du eine angenehme Zeit gehabt. Und bist hoffentlich ja, halbwegs fit. Spendenaufruf? Nein, nicht Spendenaufruf für ein neues Headset. Spatzing den Scheiß. Bitte. Tun Sie dieses nicht. Aber danke für deine 69. Okay. Ja, da hinten stehen 3. Beziehungsweise insgesamt haben es 5. Und da haben es 2, inklusive Wolf. Ja, es wird nicht helfen. Ah, scheiße, den kann ich noch nicht verwenden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Hey, du! Ja, aber 100%. Ich werde in der Hölle schmoren. Ja, na, perfekt. Jetzt geht der da hinten. Au. Das ist aber nochmal gut gegangen. War zu kurz natürlich, aber war nice, vor allem weil das Wetter ganz angenehm war. Echt? Was tut schön oben? Bei uns war es gestern eigentlich relativ trieb. Aber wenigstens haben wir heute Geiles wieder. Also bei uns ist strahlender Sonnenschein. Gott sei Dank. Weil wir brauchen mal echt eine Flagge haben. Unbedingt. Also ein Windelträger oder Windelkopf. Hinten her jetzt her! Oh Mann, ey. Oder die haben richtig garstig, die Turbanträger. Das sind richtig garstige Gegner. Heilige Scheiße. Ostern auf Instagram geschaut, Kinder haben 99% des Osternest im Schnee gesucht. Die Temperaturen momentan sind generell sehr merkwürdig. Ich meine, wir haben jetzt fast Mitte April und wir krebsen bei minus, weiß ich nicht. Was heißt bei minus momentan nicht, aber teilweise bei 0 Grad umeinander. Da hinten ist eine Flagge, die von dem bewacht wird. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Okay. Da war es eigentlich gescheiter, einen vom schwachen Glied auszuschalten. Gleich mal Feierling, weil es kalt ist draußen, haben wir mal sagen lassen. Ich hasse das, wenn er das tut. Aber.
Perfekt. Ja, da ist nur noch der Zipfelarm da hinten über und dann können wir uns mal in Ruhe da umschauen, was da sonst noch gibt. Ah, okay, also die wo zu ist, perfekt. Da oben ist Loot. Da oben ist auch noch Loot. Da können wir hin, indem wir da hinten aufspringen. Okay, perfekt. Aua. Okay, der dritte war neu. So, gefreut sich nicht mehr, oder was? Oh, nice. Okay. Was wir haben irgendwie generell noch sehr wenig Flaggen gefunden bisher. Okay, zuerst mal Punkte investieren, damit ja auch nichts passiert. Wir haben immerhin 2 ganze Aufstiege. Oh, es sind natürlich die ganzen Gegner wieder lebendig, ne? Hä? What the fuck? Ah, da hinten ist auch noch Loot. Ja, perfekt. Ja, das ist so wieder perfekt hingebracht jetzt. Wunderbar. Ah, nochmal resetten. So, Schützenker Knirschheim, ich mag nicht kämpfen. Ich komme in Frieden. In der Sonne war es über den Tag gut warm. Ja, wie gesagt, ich bin halt noch nicht, ich war halt nur mit kurz am Balkon draußen. Es war schon frisch, ja, aber das, ich glaube, dass es halt generell ein wenig wärmer wird bei uns. Ja, perfekt, wieder nicht, ja, dann fick dich. So wichtig kann das Item nicht sein. Moment da. Sehr gut, oben ein Dungeon. Große Streitaxt. Hello? Oder magst du sterben? Dankeschön. Müssen wir dann da außen um? Ah, da kann man drüber hupfen. Okay, ja gut. Das heißt, kann man, da muss man sogar drüber hupfen. Ah, du, what the fuck, da hinten ist schon wieder eine Flagge? Bronze im Leder. Ja, Aufwertungsmaterialien kriegen wir schon, aber irgendwie klang das immer nur für ein Rüstungsteil.
Es gibt mehrere Wege wieder. Vor allem, wir haben noch überhaupt keine kleine Flagge nicht. Ich glaube, da ist dann der Shortcut, das heißt, da hinten ist der Bossraum irgendwo. Was hat uns jetzt das da gebracht dahinter? Eigentlich nix, oder? Oder geht's da noch irgendwo um mich? Heute haben keine Läden offen? Nein. Also zumindest bei uns nicht. Weil heute ist ja gesetzlicher Feiertag. Also halt Tankstein ja, aber so jetzt so Netto oder so Zeug hat nicht offen, nein. Wie gesagt, bei uns halt nicht. Du wirst lebendig. Ja, wenn ich du dann eben ist zwar. Fressnapf-App sagt, sie haben off. Ja, wie gesagt, das kann durchaus möglich sein. Also bei uns ist definitiv alles dicht. Oh, liegt dort Moral. Achso, ich war schon Moral 14, ja, okay. Einmal ausnicken. Oh ja, OP. Wenn Geschäfte auf hätten, hättest du... True. Da ist ein Item drin. Wie kommt man da rein? Indem man irgendeinen Anführer besiegt. Alec. Mei, du scheiß Stachelschwein. Du bist die. Alter, wie viel Handen das? Das ist verarschen, oder was? Nervt's mich. Warum magst du sterben? Danke. Du gleich mit. So. Schaut noch Boss aus. Erstmal außenrum. Ja, die hat mich ein wenig überrascht. Aber die Ehre. Und was geht so bei dir? Was sagst du so die nächsten 10 Jahre? Aha, anscheinend nirgendwo mehr. Gut, dass ich ein Aufbackbrötchen hab, Wurstsalat, Frühstück. Da eine Spare Ribs, da eine Wurstsalat, eigentlich geht's gut. Was hab ich gehabt? Nix. Nein, es ist kein Bossareal. Weil da hinten Gegner haben. Wer? Wo? Oh. Ach, da oben. Wie komme ich da jetzt auf? Oh, okay. Du hast ja 2 Scheiben Toast gehabt, ja, besser wie nix.
Kaffee kippen rein. Versucht bis Mittag. So, schießen wir dem auch mal einen Bolzen ins Gesicht. Oh. Wow, OP-Bolzen scheinbar. Au! Alter, zaubert der durch die Wand durch, oder was ist das der Ernst? Ah, die helfe ich schon. Bist du? Der vierjährige Mittag bei der Mom Rinser. Ihr habt das so schön. Chat, wisst ihr, ihr habt das wirklich schön. Habt das einfach wirklich schön. Wird's zauberhaft verköstigt. Ja. Was möcht's mehr? Oder ich glaube, er war noch nie so wie dermaßen schnell weggesehen wie da. Das haben wir. Ja, steht daneben geschlagen hat er aber auch, gell? War das alle? I guess. Hashtag no backseat eating. True. Für das kann man getimeoutet werden, habe ich mal gehört. Kappa. Weil wir haben eine Moral von 18 und wir haben aber fucking keine Flaggen nicht. Warum? Oh, hi. So, ich kann mich verschießen. Oh, oder auch nicht. Ausrufezeichen ist no backseat eating, der Bazi hat Dauerhunger. Nur wenn ich streame. Oh, nice, da haben wir Flagge. Perfekt. Bei uns gibt es halt noch Brotzeit und Pizza. Gestern war üppig nur. Oh ja. Oh ja. Ostergrillerei hat sich ausgestellt. Sehr, sehr üppig. Sehr, sehr üppig. Ich weiß gar nicht, was. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wenn das heute Abend bei uns ist. Frau Bazi hat irgendwas einkauft, aber was einkauft hat. I don't fucking know. Beziehungsweise, wahrscheinlich hat sie was gesagt und ich weiß gar nicht, wie das nicht mehr. Warum? Ist da sonst nichts mehr darin? Scheinbar, okay. Oh nein, Krokodil, Pfitteufel. Ist da oben eine Flagge? Ja, da hinten ist eine Flagge, definitiv. Und da muss irgendein Item. Okay. Vorsicht selber. Mal ein Schluckerl trinken, damit nichts passiert. Da hinten hat man sich immer einen Shortcut aufmachen können. Ja, denken wir. Dann können wir wenigstens über die ganzen Punkte ausgeben gerade. Hallo? Bitte rosten Sie. Bitte rosten Sie rostig. Wait a minute.
Nehmen wir uns aber ein paar NPCs mit, weil warum nicht? Der mit. こたびは何用だ Und. Der mit. Und Ciao Ciao und Sang Fei. Ja, das wird schon passen. Ab vom Hof. Diese Panda-Bärle. Ich will jetzt erst einmal da oben die Flagge holen. Ein Kakao und Zaumweh. Ganz genau. Oh, Drachenhaare-Essenz. Nice. Das heißt, wir kriegen eine neue Heilung. Oder, was heißt eine neue Heilung? Wir kriegen eine Heilung mehr. Oder? Nein, Schmarrn. Verbessert. Wir verbessert man. Mehr Heilung, mehr gut. So, können wir dem jetzt auf den Bimbo springen? Normalerweise schon, oder? Ja, oder sind wir das auf den Zipfel, so wurscht. Gebäude. Jetzt habe ich Dönerkappe gelesen, anstelle von Dienerkappe. OP Dönerkappe. Ja, ich merke schon, ich habe Hunger. Von da haben wir gekommen. Ja, von da haben wir gekommen. Dann müssen wir da weiter. Oh, warum ist es so groß? Apropos, später gibt es noch Rouladen und Knädel von der Mom. Wenn ich Timeout denke, geht's gleich alle. Und es sei, dass du Hunger hast? Nein. Ich verstehe die Frage nicht, wie du auf das kommst. Was? Eigentlich darf mich gar nicht hungern. Weil die Menge, was ich gestern zu mir genommen habe, ist für einen Normalsterblichen eigentlich nicht machbar. Also sprich, ich habe gestern eigentlich so viel gefressen, dass ich bis heute auf die Nacht nicht einmal mehr ansatzweise Hunger haben darf. Stimmt ihr überhaupt nicht. Kannst du mir bitte die Sterne sagen, oder gerade was verzeihen. Aber es ist halt irgendwie immer das krasse Gegenteil. Ne? Ich kann jetzt schon wieder essen. So. Obwohl es eigentlich nicht machbar sein soll. So, jetzt senden wir einfach mal an, weil warum nicht? Exakt. Ja, den habe ich schlecht getan. Er ist Futtergrantig. Nein, ich bin eher Futterflausche. Ja, grantig. Ich und grantig. Wann hättest du das schon gesehen? Dampfe, habe ich dere. Konnichiwa, Gesundheit. Oh, Flagge. Nice. Was vorher habe ich noch beschwert, aber man kann keine Flaggen finden und jetzt werden sie uns noch geworfen. Sehr gut. Perfekt. Wo lang geht's zum... Alter, kannst du jetzt aufhören sein? Please? Boah, leck, ich glaube, ich muss der Frau Bazi vorschlagen, ob wir heute zum Griechen gehen. Chat. +1, wenn wir Bock auf Griechen haben. Ja, diese... Boah, Grieche war jetzt zauberhaft. So gut, wie es ist. Perfekt. Hä? Fuck? Hä? Kommt man da hin? Wait. Ah. Ja. Ah, da ist eine große Flagge. Perfekt. Wenn da eine große Flagge ist, kann da eigentlich auch kein Boss nicht sein. Easy. Oh, geil. Bambuswald. Sehr gut. Vorher genau sagen, da waren wir gestern. Ja, perfekt. Hört's auf, dampfe das.
Die spammen mich gerade zu mit schmackhaften Sachen und ich sitze da und muss mittelmäßig guten Content machen. Das ist, weiß ich nicht. Es verbessert Enker Spielerlebnis nicht gerade. Wie der Einzige, der Tzatziki nicht mag. Es kommt drauf an. Wahrscheinlich ja. Sagen wir so, Tzatziki kann nicht jeder. So, Windelköpfe werden grundsätzlich verhauen. Einfach darum. So. Elektrische Komponenten und Zaubervertrag sind nicht gut. Wie kommst du auf die Idee? Ja, das gefällt dir, wenn du mit deinem Turban da hinten stehst, gell? Das ist schon klar. Oh, schon her. Ich horz da ein wenig ein, weil draußen ist recht viel, glaube ich, hier. Ja, mehr Knoblauch, mehr gut. Das. Genauso. Das muss so stark knoven, dass der Dracula sagt, na du in die Bude geh ich nicht. Die haben Tzatziki gekocht, ist nichts gut für mich. Alter, wie OP einfach Feier ist. Ich feier's so stark. Ich feier's so stark. Oh, also... Einfach mal zu dritt auf jemanden draufdreschen. Wir haben schon zu dritt Kleiner nicht geschlagen, da brauchst du dich gar nicht wieder. Tzatziki ins Pita-Brot mit Gyros. Ja, genau. Genau. Mit Tomaten. Einen Tomatenreis hast du vergessen. Ich mag es eigentlich nur nicht wegen dem Gurkengeschmack. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieder wer so, wenn viel Knoblauch drin ist, dann schmeckst du die Gurken nicht mehr. Ah, da ist wieder so einer, da wo der Thanos zweimal schnipsen muss, dass er weg ist. Ja, da schief. Der Rotz dahinter, der schimmelt zwischen den Marihuana-Stauen umeinander und wartet darauf, dass er mir uns Bein pissen kann. Du bieselst nirgends um mich hin. Ich behaupte jetzt einfach. Wie viele Taliban möchtest du den japanischen Spray rum? Ja. Alter, kannst du aufhören, mich in die Boss-Arena zum Treiben? Bist du behindert? Hopsen Nummer ist. Hopsen Nummer ist 2, sehr gut. Brav. Uns um dem da auch noch kümmern. Brudi. Wie viel Damage das einfach macht. Es ist so geisteskrank. Und was hilft mir das jetzt? Gibt es da irgendwas Besonderes noch? Da muss es ja was Besonderes geben. Gurken, Tomaten, Bohnen und Mais. Meine Gemüsefeinde. Okay. Ja, Mais mag ich jetzt auch nicht so. Sag ich da ganz ehrlich. Tomaten bin ich eigentlich auch nicht so wirklich der Fan, außer es gibt Mozzarella dazu, dann schon. Aber sonst, generell so Mais, Bohnen, also Bohnengemüse, das mag ich generell nicht. Ich mag generell eigentlich nicht so gern so Rot, weil
Warum soll ich meinem Essen das Essen wegessen? So auf die Art, ne? Weiß ich, der ist verkehrt umgestanden. Wir haben so lange Feuer ins Gesicht, bis das bliert. Tagebuch der Unterhalterin. Okay, wie der will das verstehen? Jetzt gibt's da nichts mehr, okay. Gurken und Tomaten mag ich jetzt auch nicht wirklich. Generell Wassergemüse. Vor allem in einem Burger mag ich das überhaupt nicht. So Essiggurkel oder Tomaten. Ich mag das in einem Burger vor allem Ding nicht. Salatbladel ja. Aber dann hört es auch schon hübsch auf. Vielleicht noch Zwiebel. Zwiebel ist noch okay. Es hat's doch alle. Kochexpress hat gesprochen. Ja, nein, Moment einmal. Essiggurken grundsätzlich ja. Grundsätzlich in einem Wurstsemmel oder sowas definitiv. Bin ich sofort dabei mit Essiggurken. Aber in einem Burger zum Beispiel. Ne? Spezifisch jetzt auf einen Burger betrachtet, mag ich kein Wassergemüse nicht. Essiggurken sind geil wegen der Essigsäure. Ich hab gehört, Essiggurken helfen einer gut gegen einen Kater. Ja, ich hab eine Freundin gehabt, also eine gute Freundin, die hat sie am anderen Tag, wenn es verkatert war, hat sie Essiggurkenwasser, so ein kleines Glas hintergekippt. Sie hat gesagt, das hilft. Ich hab's noch nie ausprobiert. So, ich weiß jetzt nicht, ob das approved ist, ne? Vielleicht kennt das einer von euch. Soll ja angeblich gegen Verkaterung helfen. Ich sagte, ich kann mir das nicht vorstellen, weil warum? Aha, das ist Bossarena, okay, alles klar. Ein Burger mit Gurkel, ja, aber wenig Sauce, weil fast alle geben zu viel Sauce. Das stimmt, dass er da direkt unter der Hand weggerutscht. Das ist lästig, das stimmt. Sauce darf schon drin sein, aber es muss mit Maßen sein. Ne? Da haben wir jetzt da etwa einen Shortcut. Muss ja fast, oder? Alter, Essiggurken gegen Kater sind richtig OP. Okay. Ah, perfekt, das ist ein Shortcut. Nice. Perfekt. Normal ist hauptsächlich das, wenn ich bei alles zusammenwassert. Auf den Burger bezogen jetzt meinst du, oder? Weil wir haben einen Haufen Flaggen übersehen und das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Ja gut. Aber warte mal, dann gehen wir aber vorher noch schnell kurz am Flagge und resetten unsere Heiltränke. So viel Zeit muss sein. Ah, warte mal, dann nehmen wir schnell aus dem Inventar Elixierzeug. Ist der Klanger, oder? Für einen Aufstieg? Ah, 200 nicht. Are you kidding me? Okay, und das gibt da. Okay, alles klar. Das gibt dann gleich so viel. Perfekt. Gut. Dann machen wir den nächsten Boss. Oh, da liegt ein Item.
Kleiner Kristall war das Key. Okay, das ist genau das, was ich gerade verwendet habe. Perfekt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also ist da noch gar kein Boss nicht. Ah, lol. Okay, ein dickes Poloch. Der bewacht die Flagge. Hallo? Schweinsbronn? Hallo? Hey, haben Sie eine Ostereier? Was bist du denn überhaupt, der Weltsau oder was? Ja gut, aus der machen wir kein Schweinefleisch mehr. Ne? Die schaut schon ein bisschen... Ich meine, ist angelaufen. So ein bisschen. Ja, kann man das nicht... Jetzt mit der Sonne kann man doch anvisieren. Ach, warte mal, ist das nicht... War das nicht... Das war doch ein Boss, oder? Das war doch ganz am Anfang vom Spiel. War das nicht der zweite oder dritte Boss, den wir gemacht haben? Ich glaube schon fast, oder? Irgendwie war da was. Oh, der frisst zusammen. Ja, ich meine, wenn es zerschreckt, warum nicht? Au! Los mich! Ja, da kannst du chillen. Please. Oh, das will aber gar nicht in Ruhe. Wie jetzt? Wie viel? Hat der keine Elixiere gegeben? Ja, oder Seelen, wie auch immer. Ja. Okay, das Level geht noch weiter. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kommt der Boss, aber gut. Da oben ist eine Flagge, okay. Sonst noch irgendwo? Da hinten ist auch noch eine, perfekt. Ja gut. So eine Sau, aber den hast du. Kannst du überhaupt nicht zusammenreißen. Aha, der Boss ist da drin. Alles klar. Herr Kommissar, kenne mich schon aus. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da rauf? Vancouver Vancouver einer. Wo läuft's denn S2 jetzt schon wieder hin? Hä? Wie habt ihr das jetzt umgestellt? Guten Morgen Spotti! zusammen, Dabats 1 Einen Servus, wunderschönen Dabats guten 1 Morgen. Herz. Danke dir für deinen Resub im 14. Monat. Habe die Ehre. Weiterhin willkommen. Und viel Spaß mit den Emotes. Danke dir, wie geht's dir? Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Ja, okay, wie hat's jetzt ihr da aufgekommen? Jetzt hat's da unten einen, ach so, da über den Baumstamm. Ja gut, das hat Sinn machen. Bonk. Oh, mir geht das Herz jetzt so auf den Nerv, wie sagt das was? Ah, da kommt noch zwei dafür. Stirbt. Da ist noch einer.
Keine Ahnung, wo du hinlaufst, aber... Nice. Bei dir ist gut, bei dir auch, wie ich sehe. Ja, selbstverständlich, Spotty. Schön, dass bei dir alles passt. Und danke nochmal dir für deinen Resub und für den Support. Vielen lieben Dank. Ah, da schau her. Jetzt nicken wir uns mir auch mal an einen Turbanträger an. Ah, was hältst du da davon? Das ist immer so cool jetzt, gell? Okay, mal schauen. So, da ist jetzt... Ach, lol, wir hätten mal auf der Seite einer gehen können. Okay. Hey, lol, der hat die ganze Zeit nicht eingegriffen. Ja, mal gut. Gut für mich. Gut für mich. Gut für mich. Gut für mich. So, da war irgendwas da. Au. Wow, ey, die sind so richtige Camper. Jetzt weiß ich, warum die ganzen Shooter-Spieler unter uns einen Hass auf Camper haben. Das ist legit dasselbe. Der schimmelt einfach irgendwo, da wo er keiner sägt, und dann greift er einfach aus dem Nichts aus so an. Muss mir raten, da ist noch mehr irgendwo einer, oder? 100%. Da hinten ist auch noch was oben. Da hinten ist auch noch was oben. Wo war denn da nur eine Flagge? Die war auf der Endernseite, glaube ich, oder? Müssen wir nochmal schnell schauen. Das sollten wir schon mitnehmen, damit wir so wenig wie möglich Moralverlust bei einem eventuellen Tod bei einem Boss haben. Ah, da steht noch einer drin. Da schau her. Aber der ist nicht allein, oder? Oh, doch, tatsächlich. Was war denn das jetzt? Ich will jetzt auch nichts sagen. Goldene Zikadenhülle. Schön. Ich weiß zwar nicht, was man damit tut, aber... Mal in die Richtung schauen. Da ist nix, okay. Da hinten ist auch eine Flagge, perfekt. Okay, dass er das 2 und 3 mehr macht, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, dann haben wir zumindest Simvo 8. Jetzt müssen wir mal schauen, ob da auf der anderen Seite auch noch eine ist. Ich schaff's irgendwie teilweise, also großteils nie, dass ich alle Flaggen finde. Mir geht meistens eine ab. Mir fehlt meistens eine für die komplette Anzahl. Ja, warte, bevor ich jetzt so resette, schauen wir erst mal, ob da auf der Seite nicht wirklich auch noch eine ist. Da ist auf jeden Fall ein Gegner, den wir noch nicht gemacht haben. Das könnte also sein. Warte mal, wir haben von da gekommen, oder? Ja, wir haben von da gekommen, weil da oben ist der Bambuswald. Okay. Dann passt schon. Ja, da nochmal schauen. Oder ist nichts mehr. Ja gut, und dann wird es Zeit für den Boss. Wieder mal. Wieder einmal. Schauen wir, ob der First Try ist.
Ah, das ist noch Flagge. Nice, dann haben wir alle. Ja, perfekt, unser Moral fällt nicht mehr unter 20. Das heißt, wenn wir sterben, verlieren wir 2 Moral. Also auch nicht aus. Ich schätze mir, der Boss wird eine Moral von 20 haben. Jetzt einfach mal rein ins Viech. Utageに水を差し寄ってここからは Oh, der ist zintig. 貴様の悲鳴で盛り上げてもらう Oh, der hat einen großen Speer. Ja, okay, die Flammenspur bringt gegen eher weniger. Aua. Aber ich sehe halt leider gar nichts. Boah, der kommt so schnell, der Angriff. Oh, leck, der kommt so schnell. Oh, komm. Achso, den habe ich bekommen. Nice. Moral am Oberbrecher, perfekt. Oh, da kommen 2 Crits, okay. Geht aber nicht. Feuer-OP. Schon wieder ein Boss im First Try. Ah, der nächste, wo beleidigt der Vogel, war ja nicht gewinnt. Lul. 古老館で見てからずっと気になってた。その背中忘れるわけない。兄さん、どうしてなぜトータクと一緒にいるの？人違いだ。ヤフー！失格だ！挑戦ちょうどよい。お前も兵となれ。
Quasi 2. Wirkt zumindest gerade so, ja. Oder auch nicht. Oh, leck, ist das nicht der Lobo? Das war der einzige Boss, der wo uns wirklich zu schützen braucht, right? Lubu heißt er. Hat der jetzt seinen Herrn der Stucher? Ja, der ist hier. 騒ぎになる前に去れ。兄さん Hey, der steht jetzt auf unserer 俺に Seite? 構うな。長領、連れて行け。お引き取りを。ちょっと待って兄さんは大役をどうするつもりなの？拙者はただ呂布殿に従うのみ。さあこちらへ。ありがとう。 Ja, bitte schön. また Gleich 助けられ sagen. たね。どうしても確かめたくて。でもようやく確信が持てた。別れも言わずに姿を消したあの兄の夢中で追い続けたあの背中、どうして短薬に手を伸ばしているのか。知らないことには笑い合った日々は戻ってこない。容器の闇を切り裂き進むあなたの姿が私に覚悟を決めさせた。たとえ刃を交えることになろうとも問いただすことができるのは So, 妹 ich た probiere る jetzt mal was 私だ aus. け。 Schickt bitte in den Chat.「絶対諦めない」「意地っ張りなとこだけは兄さんにも負けないから」あいつが生きておったとはな。また共に修行に励める日が戻ればよいが。 Erzähl jetzt einen Ton, David. Ich habe jetzt einen Ton auf meine Boxen umgestellt, weil das Headset mir einfach gerade richtig abhisst. Da werde ich mir jetzt wahrscheinlich noch nur mal nice umschauen. Passt alles? Logitech Wireless. Na, Corsair. Corsair Wireless mit Ladekabel und es schaltet sich ständig aus, wenn ich mein Ladekabel anstecke und das pisst mir einfach hoch. Und ich werde mir jetzt dann, ich muss mal schauen, was es da für Alternativen gibt. Aber ich werde mir jetzt dann wahrscheinlich definitiv auch noch das Headset holen, weil es nervt mir einfach. ビューの空に落ちました。董卓を撃った呂布は弾薬を奪いビューを去ります。 Steel 当 Series 代最強 Arctic 7. の武人の手に弾薬が渡ったのです。曹操は呂布を危険視し討伐に動き出しますが、呂布は牧羊城を奪取。逆襲を受けた曹操軍は苦戦を強いられます。 Habe jetzt schon mehrere empfohlen und bisher waren alle zufrieden.
30 Stunden Akkulaufzeit. Ja, muss man anschauen. Hast du das selber? Negativ glauben nicht an Wireless. Ja, einerseits bin ich am überlegen, ob man uns mit Kabel holen. Das muss ich einfach da in den Computer einstecken und dann passt das. Ich bin ja zufrieden damit. So, ne? Es funktioniert ja auch tadellos. Aber ich weiß nicht, da ist irgendwann ein Update gekommen von der Logitech, von der Corsair App und seitdem, das kannst du auch nirgends ausstellen, sobald du dein Headset ans Lohner steckst, schaltet sich dein Headset aus. Und das ist total behindert einfach. Okay. Schauen wir mal, ob wir unsere Rüstung oder unsere Waffen aufwerten können. Na, wir haben gerade zum Stall abgehört. Okay. Kann man sogar nochmal eins weitermachen. Ja, warum nicht? Jetzt rüsten wir auch gleich mal ein bisschen besser. Auch schon ein. Okay, Reps. Perfekt. Aber wahrscheinlich auch wieder irgendeine Nebenmission, oder? Jetzt haben wir in Teil 5. Okay. Haben wir auch noch nicht. Und das haben wir auch noch nicht. Und das haben wir auch noch nicht. Da liegt dann ein Haufen Nebenmissionen dazu gekommen. Okay. Ja, dann großen wir das allmählich einfach ab. Das Schicksal der Unterhalterin. Dann machen wir erst mit die da. Ich habe das Corsair H6080 Wireless jetzt probiert. Echt schönes Headset und guter Sound, aber mir war es einfach zu schwer am Kopf. Werd mir auch wieder eins mit Kabel holen, ist glaube ich einfacher und günstiger. Ja, ich werd wahrscheinlich jetzt dann auch mal eins mit Kabel probieren. Wie gesagt, das ist das Headset, was ich jetzt da habe, das von Corsair, das RGB Void Elite oder wie das heißt. Das ist ja mein erstes Headset. Ich habe vorher noch nie anders nicht gehabt. Also ich habe bisher nur das Wireless gehabt bisher. Und ich glaube, ich probiere jetzt dann auch mal eins mit Kabel aus. Was ist denn so der grobe Unterschied? Also, mir ist schon klar, was der Unterschied zwischen Kabel und Bluetooth ist, ne? Aber gibt es jetzt da irgendetwas, wo man sagt, ja, bei Kabel ist das einfach besser? So? Gibt es da irgendetwas? Ich kenne mich halt einfach null aus. Ja, so geht es einfach, wie es ist.
schmatzt mir den Dampf und Mic ein bisschen ab. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. USB-Headsets haben teilweise einen eigenen Soundchip mit verbaut. Für Klinker brauchst du halt extra. Nein, wenn dann schon USB. Also wenn, dann soll schon USB sein. Für was habe ich denn 12 USB-Ports an meinem PC? Passt also keine Bayer Dynamics? I don't know. Nein, also wenn er mal ein KB-Headset kauft, dann USB. Sowieso klar. Klinken, Imagine Klinkenstecker im Jahr 2023. Nutzt das irgendwer? Kann man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. So von da. Lol. Hast du im DJ-Bereich sehr viel? Ja, okay, ich meine jetzt rein streaming-technisch. Ne? Aktuell so klingt die Top-Teil, aber halt einfach alt. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt nicht gerechnet damit, dass man Klinke noch nutzt. Ah, wer neben mir so mit Boss, okay. Oder einfach Gegnerwellen. Oh. Oh, was? Oh Gott, die Kuh. Die hat mir auch ein paar Nerven gekostet. Oh, komm, jetzt nerv mich nicht.
macht irgendwie gar nicht so viel Damage. Oh! Boah, ich hasse das Viech. Ehrlich. Ich weiß ja die Theorie, dass es der Hidden Endboss in dem Spiel ist. Die Kur, die nervt abgöttisch. Stirbe. Wow. Wenigstens kriege ich wieder ein paar Heilungstöpfe. Immerhin. Ja, wie jetzt? Und jetzt gehe ich auch noch kämpfen, oder was? Pepe habe ich hier die Wiener nur das. Geht nur 4 schon für 200 Okay, na. Wir nehmen einen USB. Really? Boss Recycling? Ja, das darf ja fast in einem Souls-like-Spiel nicht fehlen. Passiert in dem Game leider auch. Ja, ich hab's ja schon fast befürchtet, aber mei. Wie gesagt, die Kur ist einfach behindert. Sagen wir es einfach. Nehmen wir das Kind einfach beim Namen, okay? Die Kur ist einfach behindert. Ja, bei der habe ich auch ein paar Tries gebraucht, bis wir es geholt haben. Das war jetzt, also die Kur und der Lubu waren die einzigen 2 Bosse, die wir da jetzt bisher ein bisschen genervt haben. Wir wundern uns, dass ich jetzt in der Mission First Strike geholt habe. Aber gut. Reppi, wie lang geht das Spiel? Wie viele Akte gibt es in dem Spiel? 5, 6? Also ist das der letzte Akt? Weil du bist ja schon durch, ne? Glaubst Sim? Okay, dann haben wir ja tatsächlich nur ein bisschen was. Dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen was. Das spielt doch länger als gedacht. Zwei Streams? Naja. 2, 3 Streams, ja, sowas. Plus, minus. Okay, es gibt auf alle Fälle noch eine große Flagge. Ja, wie jetzt ist es wieder eine Mission mit Boss oder was? Tatsächlich. Oh, hi. Ja, warum einmal gegen einen Boss kämpfen, wenn man auch immer gegen 2 kämpfen kann? Kinder, los ist. Er macht zu wenig Damage. Die anderen haben es zu dritt nicht geschafft, also wird es nicht zu zweit wahrscheinlich auch nicht schaffen.
Easy. Hä? Das war... Okay. Oh, halt. Das wird er nicht. Willst du noch mehr herausfordern? Ich glaube, habe insgesamt mit allen Nebenquests 35 Stunden braucht. Ja, Nebenquests gibt es tatsächlich schon einige, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, es war jetzt nicht wirklich von den Nebenmissionen her, es ist irgendwie gefühlt so die letzten 5, 6 Nebenmissionen waren eigentlich basically nur irgendwelche Bossgegner zum Bauen. So, machen wir noch grüne Pflaume, warmer Schnaps. Mehr Schnaps, mehr gut. Ja, die Nebenmissionen, die drucken wir eben noch durch. Pauschal behauptet. Das schaut wieder aus, wenn es ein Bossgegner wird. Ja, der macht lauter Crits. Das ist eigentlich gut für mich. So. Too easy. Ja, gibt's auch, das ist eigentlich ein Verbündeter. Das ist also so Art, musst du dir vorstellen, wie so Rivalenkämpfe. Wo gibt's denn da ein ähnliches? In Nioh gibt's da so ein ähnliches System, da wo du quasi als Bossgegner gegen deine Mentoren kämpfen kannst. So ähnlich ist es halt da auch. Ne? これほど頼もしいことはない。 Also wenn du halt in dem Spiel, wenn du halt mit der Pariermechanik mal vertraut bist, gibt's das eigentlich, ja, wie der Gegner jetzt hat sich typisch mit seinen eigenen Waffen ausgeschaltet. Basically Oberbrocher. So. Noch irgendeine Mission normal, oder? Irgendeine. Sabi, grüß dich. Na, wie geht's da? Alles fit bei dir? Den Ostersonntag hoffentlich gut überstanden. Hä? What the fuck? Oh, da haben wir. Hä? Haben wir das nicht? Lul, haben wir das nicht gemacht? Da Juns Exil. Alles bestens, danke, wie geht's da? Sehr schön. Sehr schön, dass bei dir alles im grünen Bereich ist. Bei mir passt soweit auch alles. Danke dir. Sagen wir haben ja schon, wir haben schon herausgefunden, wo es lang geht. Ja? So Richtung Gesicht vom Boss.
Wie viele Bosse haben wir jetzt halt gemacht, inklusive Nebenmissionen? 5, 6? Langt das? I don't know. Die meisten davon First Try. Wie war's grillen? Zauberhaft. Wie prophezeit wieder schonungslos überfressen. Ne? Aber es war halt einfach geil. Ne? Du kannst nichts sagen. War zauberhaft. Definitiv. Oh, geil. Wo ist denn der Tiger? Ach, der ist da unten. Ja. Schön und überfressen ist kein Grillen. That's the point. Genau so nämlich. Du kannst erst dann grillt, wenn du maßlos überfressen bist. Das Feuer einfach so gut. Wie war der Livestream gestern los, Sabi? Okay. Ah, das sneakt sie trotz für, sehr gut. Richtig nice und lustig, danke dir nochmal für ein Ding, nicht für das. Hab ich gern gemacht. Hab ich gern gemacht. So. Das miteinander. Musikstahl, perfekt. Ich glaube, wir brauchen aber auch einen Sim-Stahl für die Waffenverbesserung. Oh. Oh, das bleibt mir hell. Ja, chill. Achso, sie rennen einfach an den Gegner vorbei und los den anderen stehen. Perfekt. Steht da noch, oder? Ja, perfekt, das ist eine Flagge. Und irgendwie da gehen uns jetzt auch wieder die Klonen ab, gell? Wir haben garantiert schon irgendwo eine Klone übersehen. So geht doch.
Preisfrage. Achso, okay. Wenn wir schnell schauen, ob wir da nicht wirklich nochmal ja irgendwo einen übersehen haben. Wobei, da oben haben wir angefangen. Kann sie schon hingehen. Könnte sich hingehen. Oha. Alter, 30 Minuten in Resi sagen gar nichts. In Bezug auf was? Spielerlebnis. Ja, Zeit in Resi, also du in Resi 8 vor allem versumpfst du brutal. Du versumpfst wirklich brutal in Resi. Oder der Panda? Vor allem du hast halt in Resi 8 einfach einmal die Zeit, dich umzuschauen, weißt du? Du kannst einfach mal, du hast so Passagen drin, du musst ein bisschen schießen. Und du hast ja dann auch wieder genügend Zeit, dass du halt einfach in Ruhe umschaust, mal Rätsel machst, vielleicht irgendwo lootest, nachschaust, ob es noch irgendwelche Secrets gibt. Das ist ja das Geile in Resi 8. Das hat mir schon brutal gefallen. Ich hau mir Unterkunft einfach Flagge eine, weil warum nicht? Chat ganz kurz. Ich hab was in der Wohnung gehört. Moment, müssen wir schnell kurz nachschauen. Bin gleich wieder da. Sekunde. So, wieder dort, Chat. Sorry. Ich hab nur schnell in der Wohnung gehört, ich hab doch gerade, dass ist irgendetwas runtergefallen. Also der Frau Bazi ist irgendetwas runtergefallen und ich hab doch gerade, dass irgendetwas. Egal. Lieber zweimal geschaut, wie. Ne? Okay. Haben wir da ist ein Item. Kritzelei einer Unterhalterin. Also, generell nochmal das Horror-Thema aufzugreifen. Ich habe ja. Habe ich das gestern gesagt? Ich glaube schon. Ja, es war gestern. Also, der nächste Horror-Titel, den wir spielen werden, wahrscheinlich, ist entweder Visage oder Madison. Ich wage den Schritt einfach mal, ja? Mit Visage, ja. Aber es war gestern, glaube ich, oder? Müsste gestern gewesen sein. Quatsch.
Kaffee. Oh, getrunken. Aber wer ist beim Ember kümmern, weil der nervt uns noch. Ah, der Tiger-Sepp kommt nicht auf die Kraft, das ist gut für mich. Na, jetzt läuft er so weit. Oh, du Gummikotz. Das ist eine Flagge, das müsste die letzte kleine sein dann. Oh, das klappt nicht so weit. Ah, geht doch eh easy. Gehen wir eh gut voran. Geht uns dann nur noch ein großer. Ja, genau. Perfekt. Ah, das ist dann der Hund. Okay. Oh, nice. Na, du dummer Teufel, du sollst. Hallo? Ich will zaubern, ich will nicht auf die Leute. Oh, kann jetzt von der rum nicht casten, ist das der Ernst? Ja, dumm. Wie jetzt? Der springt bis du auf, ist das der Ernst? Nice, ohne Flaggen. Da wird dann da unten jetzt eh der Boss sein, vermutlich. Muss ja fast. Muss ja fast. Yes. Bossraum. Ach, die kennen wir ja. Oh, ja, die kann ich. Sehr nice. Okay, die bringt jetzt Feuer. Au. Okay, die bringt jetzt Feuer nicht allzu viel. Glaube ich. Ja, gut, macht er das. Der Move-Pattern ist also dermaßen behindert. Die ist schon weg. Nice.
Gut, das war jetzt eigentlich kein Boss, das war irgendein Standardgegner, der wohl so ein Boss leisten hat. こんなことになるなんてごめんなさい力になれなくて Ja, schauen wir mal, ob wir noch Luft für eine Mission haben. Ich denke ja. Was wo? Ja, das war scheinbar einer. Es war ein Viech mit Bossleisten getarnt. Sagen wir es einfach mal so. Okay. So, dann müsste jetzt doch nur noch die eine übrig sein, right? Yes. Okay. Oh, mal den noch schnell. Undercover-Boss, ja, der fährt mit dem Geheimdienstfahrzeug, der Boss. Ist das wieder Startgebiet? Ich glaube, das ist das Gebiet von der ersten großen Mission. Noch ein Tutorial. Ja, tatsächlich. Da haben wir den. Das müsste halt der Bossraum sein, wo wir den entweder die Weltsau oder den Affen verdroschen haben. Eins von beiden. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hauptflagge, das ist gut für uns. Oh, Kriegsfest Truppen. Weil der Keiner hat gesagt, Mülltonne auf. Kannst du ihn hier verpissen? Danke. Okay, alles klar. Nice. Perfekt. Ich glaube, ist das heute der zweite Tod? Keine Ahnung. Ja, ich muss auch mal sterben, das hilft ja nicht. Da haben jetzt die ganzen Gegner ein bisschen ganz krass überrumpelt, weil ich alle nicht gesehen habe. So, wo haben die alle hergekommen? Schauen wir einfach mal. Aha, die spawnen alle auf einem Platz. Okay, alles klar. Wenn man es mal weiß. Jetzt stirbt der. Das ist wieder 1 HP. Ein Scheiß da unter. Nervt. Dankeschön. Muss ja der zweite sein. Ja, 2 oder 3 Mal, glaube ich, haben wir gestorben. Ich weiß nicht mehr genau. So, Hauptflaggen haben wir noch eine. Da vorne oben geht es weiter. Schauen wir mal, was da hingeht. Da hinten ist noch eine Flagge. Ja,
geht's wieder auf, da ist zu, passt. Ist schon der Boss? Da unten, nein, warte mal, da kann nicht der Boss, da unten ist eine Flagge. Da ist nur irgendwo einer, der kostet. Oh, hey. Oh, komm her. Was für ein Bimbo? Oh. Wäre dann lästig wie ein Schmeißfilm, ohne Witz. Die die ganze Zeit am Kasten haben. So, das war die letzte große. Da muss noch immer ein kleiner sein. Ah, da runter, okay, perfekt. Wir sehen sie jetzt aber auch sparen können. Okay, welcher Boss darf es sein? Teachen Sie mich? Ah, Gegnerwellen. Okay. Yo, what's up? Spurling. Gerillter Tiger, wer kennt's? Erstmal schmeckt sich wie eine Viertel wahrscheinlich. Oh hi, da kommt nochmal Gegner. Dann müssen wir den Tiger ein Stück bringen. Dann sind wir da hinter. Oh, nervt's mich! Oh, das ist ein Vogel völlig.
Okay. Ja, das ist einfach. Die Gegend war jetzt auch per se kein Boss, sondern einfach nur ein lästiges Monster-Gauntlet. それを陰で煽る者がいるのでは。高孫さんもばらまかれた短薬に手を伸ばした一人に過ぎぬ。 Perfekt. この趙雲、進むべき新たな道を見つけたぞ。世話になった。また会おう。 Den Loot hätte ich gerne noch gehört. Oh Gott. Ist das Vogeldings nicht der zweite oder dritte Boss gewesen? Nein, der Vogel selber war noch überhaupt kein Boss. Das ist einfach nur so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Generalmonster, das wo halt einfach ein wenig stärker ist als alle anderen. Das kannst du dir vorstellen, wie soll ich sagen, die aus Bloodborne, die ganz dicken Fetten, die wo mit einem Zirkel zuhauen. Wenn du jetzt weißt, welchen Gegner ich meine. So auf die Art musst du dir das vorstellen. 仕事しすぎも考えもんだね。 Auf was? 66? Warte, Moment mal. Ja, wir haben aber noch nichts, was besser ist. Wenn du kannst, die ganzen Rüstungen, wir haben... Oh, war da eine? Nein. Okay. Wenn wir die ganzen Rüstungen, die wir da haben, die können nicht mit unseren mithalten. Nicht ansatzweise. Ja, 150. Ja, gut, wenn wir die aufwerten, Daten wahrscheinlich schon, aber wir haben halt einfach gute Stats auf unserer Rüstung. Das passt eigentlich. Also, ich sehe jetzt da nicht einen Grund, irgendwie Rüstung zum Wechseln. Oder wenn das der Bambusbogen, haben wir da ein bisschen. Ja, da haben wir nämlich einen mit plus 4. Oha! Da haben wir nämlich einen mit plus 4 gefunden. Dann werden wir den auf alle Fälle ausrüsten. Da haben wir jetzt nichts Besseres. Okay. Und ich sage mir jetzt, es wird so werden. Weil wir haben unser ganzes Rüstungsset. Baut alles auf Feuerdamage auf. Und man sagt ja, was es bringt. Also von daher. Mal Sauschlachten. Dann nehme ich lieber sowas und werte dann vielleicht mal bestehende Rüstung auf, wenn es irgendwie geht. Und wir könnten eigentlich einmal die auch aufwerten, ne? Weil da brauchen wir jetzt sowieso für unsere Waffen brauchen wir sowieso Rang Sim-Stahl. Also können wir eigentlich auch unsere Bögen einmal aufwerten, weil warum nicht? Nehmen wir ja ab und zu auch mal her. Dann haben wir das, dann haben wir das. Ja, und da haben wir da brauchen wir sowieso Rang 8 Leder. Und Rang Sim Leder sogar. Rang Sim und Rang 8 Leder. Und das haben wir noch nicht. Von daher absolut fein. Okay. Haben wir noch eine Unips? Jetzt müssen wir eigentlich alle... Ah nein, Schlachtfeld ist verfügbar. Haben wir da noch eine gekriegt jetzt, oder was? Der unerreichte Speer. Ja, das scheint noch ein Bosskampf zu sein, den machen wir noch schnell. Weil irgendwann haben wir auch noch keinen Code heute. Price, Habitäre, grüß Gott aus der Hocken. Wie, du bist in der Arbeit? Habitäre? Ah, jetzt mag er gegen uns kämpfen. Ja, okay, fein. Dann legen wir gleich mal sauber eine Flammenspur. Und das will ich auch noch abgucken.
Das ist so gnadenlos, wie du die einfach auskontern kannst. Irgendwer muss selbst tun. Ja, aber das da die, also ganz ehrlich, warum du? Es hätte jeden anderen treffen können. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich wünsche dir eine ganz angenehme Schicht. Ich hoffe, du hast es gut überstanden. それを信じて拙者は戦い続けよう。そしていつか貴公に劣らぬ宗師になってみせる。 Kampf gestellt. Ich bei mir läuft Metal in der Halle und ich hab meine Ruhe. Sehr gut. Sehr gut. Einfach mal der Arbeit sagen, wo der Hammer hängt. Ja? Metal in der Arbeit verbessert das Arbeitsklima automatisch um 80%. Mindestens. Mindestens. Oho. Gut, das sollten alle Nebenmissionen soweit gewesen sein. Das ist die Hauptmission. Okay, perfekt. Dann haben wir für Heroes. Freunde der Sonne. Um 800% hätte ich gesagt. Okay, machen wir 800. Machen wir 800. Mehr Metal, mehr gut. So, Freunde der Sonne. Da setzen wir für heute einen Cut. Mr. Price, das tut mir jetzt unfassbar leid für die, dass er da nicht noch mehr Unterhaltung geben kann. Aber an der Stelle, glaube ich, passt es ganz gut. Heute haben wir verdammt gut Meta gemacht, wir haben verdammt viele Bosse verdroschen. Jetzt da mich nicht zu. Dann müssen wir schneller umschirmen. Okay. Wir haben verdammt gut Meta gemacht und ich glaube, ja, wenn der Reppi recht hat und 7 Kapitel Hand insgesamt, dann schätze ich mal, brauchen wir noch etwa 2 bis 3 Streams, was okay ist. Also sprich, werden wir wahrscheinlich irgendwann Mitte Mai damit fertig werden, also pünktlich. Ja, was heißt pünktlich? Also nach vor dem Urlaub, bevor ich fort tue. Also von daher sind wir auf einem guten Weg. Was wir dann danach einzwickern, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, da haben wir noch überhaupt keine Gedanken nicht gemacht dazu. Aber das machen wir dann, wenn es einmal so weit ist. Ja, also ein bisschen beschäftigt haben wir auch noch damit. Elden Ring läuft nebenbei ein wenig mit. Ne? Habe ich mir jetzt allerdings gestern Abend noch dazu entschlossen, dass ich also wie gesagt, wir werden ja den Guide weitermachen, den Easy Guide, den Easy Modus Guide, aber ich werde das mit dem Easy Modus Guide einmal so richtig auf die Spitzen treiben. Ja? Also ich werde jetzt dann Offstream, wenn ich Zeit habe, morgen oder übermorgen, keine Ahnung, werde ich den Exploit noch weiter treiben. Damit es soll ja wirklich sein, um wie viel einfacher, dass man es machen kann. So im Endeffekt ist es schon so, dass für mich jetzt eigentlich fein war. Ich kann jetzt so weiterspielen, ohne dass ich irgendwie groß Stress kriege, dass das ein bisschen Herausforderung für mich ist. Aber ich will ja euch sagen, was für einen kriminellen Unterschied das macht, wenn man das wirklich auf die Spitzen treibt und wie einfach das wird. Deswegen werde ich das Ganze offstream noch weiter exploiten, werde noch ein paar Mal den Drachen umlegen. Und dann entsprechend skillen und dann wird sie dann beim nächsten Elden Ring Stream wirklich sagen, was für einen unfassbar krassen Unterschied das macht. Und mir den Urlaub genehmigt? Ja. Das mit Urlaub habe ich jetzt zum ersten Mal, lul. Nein, wir tun im Juni, am 11. Juni, den Frau Bazi und ich der mir eine Woche aufgeregt hat. Das ist praktisch, also vielleicht schon mal so ein kleiner Vorausblick in die nächsten Wochen, Monate. Also es war ja so geplant. Das 2-jährige Bazi-Jubiläum wäre ja eigentlich am 14. Juni, da bin aber ich in Greta. Ja, also da bin ich nicht da. Das heißt praktisch, wir werden das 2-jährige so 3 Tage vorverlegen. Ja? Wir legen das 2-jährige 3 oder 4 Tage vorher hin. Da machen wir dann, weiß ich nicht. Ich habe mir noch nicht so genau Gedanken gemacht, so ein bisschen das habe ich schon hergerichtet fürs Jubiläum.
und nach dem Jubiläum, das war ja letztes Jahr auch nicht anders, verabschiede ich mich 2 Wochen in die Sommerpause. Ja, auch ich gönne mir mal eine Auszeit von Twitch und das ist in der Regel immer dann, bevor ich wegfliege mit der Frau Bazi. Das heißt praktisch am 11. Juni fliege ich weg, eine Woche, ich komme am 18. zurück und bis einschließlich 24. werde ich dann wahrscheinlich in Twitch-Pause sein. Ja? Was wir dann genau im Jubiläum machen, wie gesagt, da habe ich noch nicht so ganz, also ich und meine Moderatoren haben uns schon so ein bisschen unterhalten. Es wird auf alle Fälle was mit der Community, so viel kann ich schon mal sagen, aber den genauen Rahmen, den weiß ich jetzt noch nicht. Ist eigentlich Wahnsinn, 2 Jahre schon. Ich meine, so gefühlt ist vor 3 Monaten das Einjährige erst gewesen und jetzt steuert man halt schon massivst aufs 2-Jährige zu. Aber nur, dass ihr mal so in etwa wisst, was so die nächsten Wochen ein wenig los ist. Ja. Was Spiele angeht, müssen wir schauen. Es geht jetzt dann auf der Baustelle langsam mit dem Aufbau los. Ich kann es nicht genau sagen, ob wir zeitnah in die Story-Riege zurückkehren. Ich habe es zeitnah vor. Wir werden irgendwann im Laufe des Jahres, je nachdem wie fertig wir, werden wir einen Sekiro Platin Run machen, wir werden wir Bloodborne spielen. Vielleicht spielen wir noch Resi 2 und 3 Remake. Muss ich mal schauen. Wir spielen entweder Visage oder Medicine. Also es wird für jeden wieder was dabei sein. Ich habe Dragon's Dogma noch auf meiner Liste. Das ist sehr ähnlich zu, also das heißt ähnlich, so Verfechter von Oblivion, Gothic, Skyrim Fanatiker, die werden mit Dragon's Dogma ziemlich warm werden. Wer das kennt, ich weiß es nicht, ob sie es kennt. Dragon's Dogma Dark Arisen ist eine versteckte Rollenspielperle. Kennen viele nicht, ist aber ein ziemlich gutes Spiel. Werden wir uns auch mal anschauen, das darf uns dann länger beschäftigen. Also ich habe schon nur ein wenig an Content, aber ich weiß halt nicht, wann ich was einzwicke, aber das, wie gesagt, das soll meine Zukunft sich entscheiden. Ja? Das kriegen wir schon. So, Freunde, jetzt schau ich mal, wer denn noch live ist oder wer schon live ist. Ich glaube, ich weiß von Haus aus, wer live ist. Ich glaube, der Delay müsste noch live sein, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist um 11 Uhr in der Nacht gestern online. Ja. Der ist um 11 Uhr bei der Nacht gestern online gegangen. Mal schauen. Er ist auch der Einzige, der da ist, dann passt das schon. Dann werden wir zum Delay gehen. Okay. Sein Timer ist halt einfach immer nur bei 103 Stunden. Delay hat einen Restart gemacht, war noch schnell. War noch schnell. Was? War noch schnell? War noch schnell, okay. Der ist aber bei mir schon wieder live. Oder macht er jetzt erst den Restart? Der Mike, ach so, der Mike schaut da. Ja, dann gehen wir zum Mike. Ja, dann gehen wir halt zum Mike. Definitiv. Er war 2 Tage offline, weil er sein PC. Ja, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich in der Früh wann war denn das? War gestern, war gestern oder vorgestern, bevor ich online gegangen bin, habe ich es mitgekriegt, dass sein PC gestreikt. Jetzt mal ne? Wundert mich beim Delay jetzt nicht, dass dem sein PC irgendwann auf Barrikaden geht, ne? Weil der ist recht. Ja? Mit Freisatz tot, um Gottes Willen. Aber irgendwann steigt dein PC halt auch einmal aus. Ich meine, wenn der Tag und Nacht wirklich per Tourschuhe durchläuft und streamen soll, kann schon sein, dass da dein PC irgendwann einmal sagt, hey du Brudi, mir wird langsam ein bisschen warm. Das kann durchaus möglich sein. Aber, ne? Der Mike macht einen Stresstest, ob alles wieder läuft. Ah, okay. Stresstest macht der Mike, das kann er haben. Partygang, ihr habt das gehört, wir müssen Mike stressen. An Mike stressen müssen wir. Besser gesagt, sein PC. Ja? Wir müssen einen PC, einen Burnout-Test machen für seinen PC. Das kriegen wir hoffentlich hin. Das müssen wir hinkriegen. Dann warten wir jetzt nur noch, bis der live geht. Ah, der ist schon live. Sehr gut. Perfekt. Leute, ihr wisst, was zum da ist. Jeder kennt einen Mike. Wer ihn nicht kennt, drückt gefälligst aufs Herzal, macht das Herzal auf Twitch lila. Ja, das ist ein unfassbar wichtiger und richtiger Support für uns. Hilft uns unfassbar schwer, sowohl den Mike als auch mir. Also wenn dir gefällt, was du heute gesehen hast und du vielleicht das erste Mal da bist, dann drück bitte bei mir noch gerne aufs Following. Da hat mich gefreut. Wir gehen mal langsam auf 300 zu. 300 geschubste ist sehr, sehr zauberhaft. Ja?
Kannst auch gerne auf meinen Discord-Server kommen. Du kriegst alles mit, was mich um einen Stream betrifft. Du kannst mit mir reden, du kannst mit der ganzen Community reden über sämtlichste Themen, die du dir so vorstellen kannst. Also wie gesagt, komm da gerne mal drauf, schau vorbei. Das mich freuen. Break-Command ist im Chat. Für Subs und für Non-Subs einfach kopieren und beim Mike einfügen und dann schauen wir mal, ob der Mike den Stresstest von der Basis gegenübersteht. Ja, ich wünsche es sehr. Ja? Wir sehen uns wahrscheinlich am Mittwoch wieder. Mittwoch zu gewohnter Zeit um 5 Uhr. Ist aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich schreibe es irgendwann abends ins Discord. Okay? Da spielen wir dann, weiß ich noch nicht mit was weiter. Entweder Elden Ring oder Wulong. Eins von beiden. Je nachdem. Müssen wir mal schauen. Genau. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch einen schönen Restfeiertag. Macht es gemütlich, genießt das schöne Wetter. Und ja, merci für den ganzen Support, fürs Zuschauen, fürs Dasein. Freut mich narrisch. Das Wochenende war jetzt unfassbar viel los. Und ja, immer wieder ein Vergnügen mit euch. Gut. In dem Sinn, Leute, viel Spaß beim Mike und haut euch eine bis wahrscheinlich Mittwoch. Für euch.